Noven zusammen. Und alles klar soweit. Heute schauen wir mal, ob wir in Anor Londo endlich mal das hinkriegen, dass wir uns zwischen den Leuchtfeuer hin und her teleportieren können. Ich bin schon mega gespannt, wie es weitergeht. Viel Spaß. Jo, jetzt stehen wir da, ne? Ich habe jetzt das Spiel angemacht. Und was soll ich sagen? Jetzt fällt mir irgendwie auf, mit dem Speer in der Hand, mit dem Schild, halbnackt. Das sieht aus wie so früher, wie so die Steinzeitmenschen, ne? Kennt ihr den Film BC 10.000 oder so ähnlich? Also 10.000 vor Christus wahrscheinlich, oder sowas in der Art. Ne? So ein bisschen in die Richtung geht das schon, ne? Gut, wie dem auch sei, heute sind wir hier in Anor Londo. Und du gilt jetzt natürlich in Anor Londo auch ein bisschen aufzuräumen. Das ist ganz klar. Und von daher schauen wir einfach mal, wie das läuft. Ich bin jetzt da schon ein bisschen extrem durchgehuscht, ne, weil ich Schiss gehabt habe zu sterben. Und deswegen habe ich dir jetzt links und rechts wahrscheinlich relativ viel liegen gelassen. Vielleicht auch gar nicht so viel, wie ich denke. Zumindest kennt man jetzt hier mal gucken, was mit denen Helden da abgeht. Ob die jetzt schwer zu bekämpfen sind, ob man das hinkriegt oder nicht. So, aber jetzt an der Stelle war ja an für sich nicht viel zu holen. Ah doch, da hinten war eine Truhe, ne? So irgendwie war das. Sag mal, ich kann mich da irgendwie... Oh fuck, da ist auch noch einer. Ich kann mich da irgendwie dran erinnern, ich bin hier von da oben runtergekommen. War das da vorne quasi das erste Lächelchen, wo ich rein konnte, oder war da vorne auch noch irgendwo was? Kommt dem jetzt das Ganze wie Schnuck geschlappt? Nee. Ja, Gott sei Dank. Ah, nee, gut, da bin ich hergekommen. Jo, genau. So, da war da unten der erste quasi interessante Teil von dem Level. Jetzt mischt man da... Ja, ajo, was noch? Jetzt, pass auf, jetzt visiere ich den mal an. Macht der natürlich schon nicht. Warum nicht? Kann der mir mal erzählen, warum der den jetzt nicht anvisiert? Hat er überhaupt irgendwie Energiebalge? Sieht ja eher nicht so aus, ne? Schiss ist das. Ach guck mal, die kann ich anvisieren. Aha. Ja, einer geht mir reichen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ach, jetzt kann ich den anderen auch anvisieren. Ah, super. Wow, die haben ja noch zwei unterschiedliche Angriffsmuster, ne? Oh, wie er immer stöhnen tut, ne? Also eigentlich hätte ich gern einfach was hinten der Dings drin ist. Machen wir die mal auf, dann schnappen wir uns das ganz schnell und dann hupsen wir nochmal weg. So. Dann sollen die die drei, das sind ja drei. Shit. Dann sollen die 3 Grad Ringelpiez mit Anfassen spielen, weil ich bin dann schon mal weg. Tschüss. So, das heißt, jetzt können wir hier das Estus Flakon noch mal bemühen. Zack. Zack. Und dann gucken wir, die Pfanne, da war ja auch noch drin, ne? Würde mich schon mal interessieren, wie viel Seele die geben, ne? Ich meine, 3 war jetzt halt schon ein bisschen heftig. Einer, du den ich sagen, komm, das gucken wir mal. Das sind überall immer 3, ne? Guck, das ist auch wieder. Gucken wir zuerst mal, ob so das geht. So, linker. Komm her. Nee, einer. Einer, habe ich gesagt, einer. Hit 2. Alter, ich höre auch nicht. Guck, wenn nicht, kommen ja gerade durch vorher, weil da wäre schön viel Platz zum Manövrieren. Ja, jetzt haus wir ab, die Schisse. Genau, du hinne, du gehst zurück und du kommst du vor. Jetzt kommt der Anna ja doch, ich schon gedacht, der Gang wäre zurück. Genau, geh du zurück und ich du mit deinem Kollegen ein bisschen erzählen. Ne, komm, du kannst da bleiben. Alter, was ist dann? Oh, ich jetzt Schiss kriege oder was?
Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das läuft deutlich schlechter, als ich das eigentlich geplant hat. Jetzt kommt... Also sind das... Ich weiß nicht... Kann die nix allein machen? Lass mir gerade mal Ruhe, ey. Ich warte jetzt auf euch. Ach shit, das ist ein Mimik. Besser. Funkelt hier da nicht. Kennen wir unter Umständen gebrauche. Komm, geh mal weg, du. Nee! Ach du. Die Steuerung, die ist so scheiße, ey. Warum muss ich denn jetzt auf E... Schon wieder... Warum muss ich denn auf E drücken, dass der Shit fortgeht? Timer ist doch 5 Sekunden und dann blend dich aus. Quatsch. Ja, so ist die Fliese kaputt gemacht. Wie ist denn das? Kann ich die Mimik doch nicht irgendwie einfach so ein bisschen rausloggen? Ach, ich bin doch gesprungen. Schisto. So, wo ist die Mimik jetzt? Weil die sich da hinten wieder angefläzt. Ne, dazwischen den zwei läuft so rum, ne? Das sind die Bodyguards von der. So, genau, stopp. Batsch, vorbei. Wieder vorbei. Und wieder vorbei. Ich muss sagen, in Dark Souls 1 gefallen mir die Mimics deutlich besser als in Dark Souls 3. Bin ich ganz ehrlich. Weil in Dark Souls 3 war die echt total eklig, oder nicht? Also finde ich. Jetzt wäre halt die Frage, wo geht denn du... Aha, da geht's noch ein Nuff. Machen wir das jetzt zuerst? Wissen ja was, wir hocken uns jetzt zuerst nochmal ans Lagerfeuer. Und wahrscheinlich wäre es auch überhaupt nicht so dumm, das aufzuleveln auf 10, oder? Also auf 10 Flakons. Ist das vielleicht schon eine 10er? Komm, wir probieren mal aus, ob das überhaupt schon vielleicht schon eine 10er ist, weil ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich mit 10 Flakons durch den Bossgegner durchgegangen bin. Ah, siehst du, ne? Das ist nämlich auch schon eins besser. Hey, gut. Dann packen wir die Dings auf die Ricke, das Schild. Sagen wir, kennen wir vielleicht die Typen mit unserem Schild Blocke? Die sehen aber so groß und kräftig und stark aus, ne? Das kommt eher so rüber, als würde das nicht gehen, oder? Weil wir lassen sie einfach mal da stehen. Ja, ja, stöhnen dir nur was zurecht. So. Gut, das war jetzt natürlich, vielleicht hätte ich sollen mich vorne stellen, dass er 2-3 Schritte vormacht und dann quasi... Geht's mir jetzt so an, ne? Sind wir jetzt hier wieder komplett in der Pampa. Aha. Warum ist das golden? Ja, leuchtet du der, ne? Warum wir das mal? Ah jo, dann halt nicht. Das hätte man auch keine früher sagen, oder nicht? So, so einfach mal so ein paar Schilder aufgestellt. Hier geht's zum großen Tor. Sie müssen aber vorher Quinn besiegen. Oder so ähnlich. Kann ich den so von hinten machen? Das ist nicht wie Schwäne. Natürlich nicht. Wie viel gibt der jetzt? 1500! Alter! So, davor war er einfach. Gut, er war jetzt natürlich allein, ne? Deswegen ist halt das Ding. Ich hätte gern... Warte mal. Jetzt habe ich eine Idee. Die geht hundertprozentig in die Box, aber es ist egal. Ich probiere es trotzdem aus. Wir nehmen jetzt den Bow. Dann du mir auf den linken du ziele. Warte ich dem einen Pfeil in die Fresse. In die Fresse, habe ich gesagt. Nicht geht's Schild. Ja. Ich hatte eigentlich damit erwartet, dass er jetzt guckt, wo kommt denn der Pfeil her? Und dann irgendwie zu mir gelaufen kommt und mich kaputt machen will. Das war so mein Hintergedanke bei der Geschichte, ne?
Weil schon jetzt kein Bock, der 100 Pfeile. Ja, genau. Ey, komm doch dann einfach mal her. Ich würde mich ja gern dir stellen, aber du musst dann schon auch ein bisschen mir entgegenkommen. Jo, halt, ne? Der Scheißdreck. Genau, jetzt kommt er. Jetzt haben wir ne. Und wenn er jetzt noch da rauskäme. Jawohl, noch einen Schritt, komm. Jawohl. Stark. Ja, die sind gar nicht so schwer eigentlich, oder? Es wäre halt mir jetzt nur noch interessant zu wissen, ob die dann wieder zurückkommen, weil sonst kennt man du ja eigentlich schon fast gut Seele farmen, ne? Ach, zu früh gedrückt, Tonner ist jetzt wieder Exi. Wenn man zu früh drückt, ist halt einfach Scheißdreck. So. Stark. Richtig, richtig stark. Ich bin so stolz auf mich, ey. Und mit dem Speer ist es eigentlich auch ziemlich geil, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich mit dem Speer wirklich sehr zufrieden. Ich möchte mir nur darüber die zwei noch davon überzeugen können, dass es sinnvoller ist, für die zu sterben. Dass mir die Seele kriege. Das wäre dann normal 4.500. Hätten wir 50.000. Und so, ey. So, ey, Level kennt man damit schon wieder machen, ne? 2 wird wohl eher nicht reichen, aber 1. So. Jetzt hätte ich sagen, du mal noch mal gucken, ob das diesmal genauso... Ja, einwandfrei. Alter, das ist die Taktik. Die brauchen wir. Jetzt haut er wieder ab. Schisse. Schlag doch. Trau dich. Ach, fuck, den 180 Grad Schwinger. Ja, 360 war es nicht, 180, sagen wir mal 90 oder sagen wir 100 Grad Schwinger, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet. Wow. Ist jetzt schwierig, hä? Zack. Und der Nebel geschlagen. Du bist ein Held. Ja, ich würde jetzt eigentlich nur ungern da drin kämpfen, weil ich dann schisse und da ich den anderen Trigger. Das ist halt so die Geschichte. Ja, hinten geht's nicht weiter. So. Der wäre Afat. Da wären es nur noch 2. Ist die Frage, tut der links anschlagen, wenn ich den rechts kaputt mache? Mir tut den mal so ein bisschen triggere und dann laufen wir einfach ein bisschen davor, dass der Anna uns nicht sieht, leicht auch nicht hört. Und dann kriegt der Inlauf verpasst. Oh fuck. So, jetzt pass auf. Ja, nein, so nicht. Fuck. So. Der A weg. Dann ist es nur noch einer. Genau. Einer wie keiner. Der Film hieß zwar eine wie keine, aber er müsste das halt umfunktionieren. Ich gehe mal von aus, dass das ein Kerl ist. Zu früh gedrückt, kann er es wieder exi, wie ich zu früh gedrückt habe, hä? Ach, ja, jetzt wird es aber eng. Noch einer hinterher, jawohl. Ich habe noch auf Springe gedrückt, warum springt denn der jetzt nicht mehr?
Und wieder auf Springe gedrückt. Hat der an der Timing oder was? So. Normal mich der mehr gäbe, der war schwieriger wie die andere. Gut, dann tun wir halt nochmal Level auf Level tätig sein, weil wir können die Serie jetzt nicht verkommen lassen. Und dann fahren wir mal auf zur runter, weil da oben gibt es hier scheinbar nichts mehr. Hat der da was Sinnvolles zu verkaufen gehabt? Wie war denn das? Nee. Schade. Aufsteigen. Und zwar... Sollen wir wohl noch was in Konditionen packen? Ach, aber ich weiß nicht, ob wir das ist schon wichtiger, oder? So. Dann gehen wir auf der anderen Seite. Nun ja, jetzt sehen wir ja auch, ob die Helden wieder zurückkommen. Jo. Ich meine, das lässt sich eigentlich insofern schon ganz gut farmen, weil, ne, 1500... Oh, muss ich aufpassen. 1500 Seele pro Typ. Das ist hier schon was. Auf der anderen Seite, bis ich die dann wieder Angel vor der Brust habe und alles, das ist natürlich schon dann auch zeitaufwendig. Und für Seele zu farmen, da kommt es nicht nur darauf an, viel Seele zu bekommen, sondern auch in welcher Zeit bekomme ich die. Ja. Genau, da war so komischer, jo, genau, so einer, auf den ich keinen Bock habe. Ja, eben hatte ich ihn irgendwie gestunt, ne? Fuck. Arschloch. Alter, da komme ich nicht damit zurecht. Ich denke dann immer, der schlägt zu, wenn er runterspringt. Und dabei macht er das gar nicht, wenn er runterspringt. Sondern er springt runter und dann macht der Hund 360 Grad Schwinger. Interessant wäre das jetzt natürlich, ob der überhaupt zuschlägt, wenn er den Abgang macht. Alter, wie ich die fliegende Flieger hasse, ey. Oh, Blitze kann der auch. Jetzt kann ich aber auch. Das war jetzt wieder knapp. B, der gibt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, der muss ja mindestens mal mehr wie 1500 geben. Der war jetzt wohl schwieriger wie die anderen zwei Trottel. So. Gut, hoffentlich gibt es von denen nicht allzu viel. Was denn jetzt? Geht's gar nicht weiter? Ja, und jetzt? Geht's du rechts weiter? Gut, da kann ich runterhupsen, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, ja, und hier an für sich auch, ne? Gehen wir dann zuerst mal hier lang, wo die Treppe ist. Ach, guck mal. Ah, sehr gut, da kann man unten drunter durchgehen. Das heißt, ich kann jetzt auf beide Seiten zumindest mal gucken, ob da irgendwas ist. Geht das jetzt komplett rund? Nee. Hi Rebecca. Und, bist du fit? So, dann gehen wir hier nochmal durch und gehen die Treppe hoch. Weil das scheint ja der intendierte nächste Weg zu sein. So, wenn ich das richtig sehe, hat er jetzt aktuell auch wieder kein Spielesound. Würde mich mal interessieren, warum der so alle Nas lang die Grätsche macht. Dann machen wir das so, dann du nicht einfach den Systemsound anmache. Und dann nehmen wir halt den, fertig. Dann hören wir zwar vielleicht da irgendwelche andere komische Sachen, aber sei es drum. Ach guck mal, da hätte ich auch direkt so rumlaufen können. Bringt mir das was? Also, ich bin
bin jetzt gerade noch nicht so begeistert, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich jetzt so jetzt machen soll. An ihr du irgendwelche Vorschläge, weil fliehen kann ich noch nicht. Ich finde das halt schon wieder merkwürdig, dass so hinne, also daneben jetzt irgendwie so komische Treppe sind, die ich hochlaufen kann. Aber im Endeffekt komme ich doch auch nur hier hin, ne? Müssen wir da drin die Treppe hochlaufen oder kommen wir dann einfach quasi dorthin, wo der Aufzug auch schon hinfährt? Weil da sind ja auch noch Treppe. Ist das jetzt nur der lange, also das sagen wir, der mühseligere Weg Nuff? Wahrscheinlich, ne? Aber es kennt... Ah, nee, okay. Das ist quasi der... Fährt der Aufzug nicht ganz nun, ne? Nö, scheinbar nicht. Das ist jetzt wieder so Geschichte, ne? Links ging es nicht weiter. Rechts ging es jetzt nicht wirklich weiter. Man kann zwar dumm irgendwie mal versuchen, so irgendwie, ne? Aber das ist ja so, dass so irgendwo eine Tür wäre, ist jetzt auch nicht gerade der Fall. So, komm. Nicht nur hinne, nur vorne. Schmarrn doch da rüber. So. Gut. Ah, du warst mir ja ewig schon, Mutter. Das hat dir eh war nicht. Und schon von dem Golem haben schon nur diese komische helle Bade gekriegt. Aber nichts, wo man jetzt sagen kennt, jawohl. Das ist ein Schlüssel. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Wahrscheinlich. Oder ein Gegenstand, der als Schlüssel funktioniert. Wir wissen ja alle gar aus Harry Potter, dass ein Schlüssel nicht unbedingt wieder aussehen muss wie ein Schlüssel. Das kann ja auch aussehen wie, keine Ahnung, ein Gefäß. Also, Satz mit X war wohl nix, ne? Steht, bist du jetzt auch nur ungern irgendwie runterfallen lassen. Wenn man halt denen so zwischen den Beinen rumfuhr weg, dann ist das am einfachsten. Sagen sie nur. Nee, aber das hat dir kein Wert. Oder muss es weitergehen, oder nicht? Du wisst nix. Dann fahren wir jetzt einfach nochmal runter mit dem Aufzug und dann gucken wir mal weiter. Ja, es ist aber auch nervig, ne, dass der Aufzug, also nicht wie die ganze andere Aufzug, immer quasi dort stehen bleibt, wo er als letztes war, dass der immer hoch und runter fährt. Da muss ich dann immer warten, du. Naja. Mir wäre das schon überleben, denke ich, oder? So, jetzt Normo. Wahrscheinlich hätte ich mich besser dahinter an der Dings, ans Feuer gehockt, ne? Man kennt natürlich auch, wissen wir was, wir gehen jetzt erst nochmal hoch, hocken uns ans Feuer. Dann wird mich nämlich an für sich auch mal interessieren, ob dieser Golem wieder kommt. Meine Hoffnung, ach, zu langsam gewesen. Meine Hoffnung wäre, dass der Golem nicht nochmal kommt. Und dann springen wir mal da auf diesen Vorsprung. Und dann versuchen wir, die Säule dort hochzugehen, dieses Dach. Das könnte funktionieren. Das ist zwar schmal, aber kann nicht mehr wie schief gehen, ne? Sterben wir halt. Mir sieht eh nicht mehr so taufrisch aus. Du wirst jetzt auf das eine Mal sterben auch nicht mehr drauf ankommen. Er mischt ein bisschen schneller Lava. Kann man, dass dem nicht kalt wird an der Fies, ne? Fußbodenheizung gab's da eh nicht.
denke ich. So. Das Wichtigste haben wir gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass der Dabisch Golem nicht nochmal kommt, weil da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wenn der gibt zwar 2.500, aber ganz ehrlich, ist es nicht wert, weil der war nervig. Wie sieht's aus? Kommst du halt nochmal? Und dann probieren wir da das Dächelchen hochzulaufen. Wobei, das Dächelchen ist so schmal, so wie er da steht. Du hättest die schon quasi das Dächelchen zwischen den Beinen hängen. Naja, wir gucken mal. Das wäre halt so was, das könnte ich mir jetzt halt wirklich noch vorstellen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, finde ich das schon wieder dann so ein kleines bisschen, wie soll ich denn sagen, unschön, weil wir denken jetzt dran, dass du quasi der Weg ist, den du gehen musst. Gut, dann kenn dich du hoch. Und dann kenn dich von hier quasi unter Umständen hier aufs Balkon. Das war wieder mal knapp. Das war wieder mal knapp. So, und dann ist du eh schon die Scheibe kaputt. So. Aha. Da unten wäre schon mal ein Item. Wie kommen wir da an? Gar nicht. Ah jo, wo kommst du dann her? Tschüss. Ey. Hat's dir ins Gehirn geschissen? Das tut doch weh. Zack. Normo. Bist du jetzt bald mal tot? Nicht auszuhalten mit ihr. Wie penetrant kann man dann sein? So. Ja, du warst Dach, ne? Da kann eigentlich nichts sein. Wir gehen mal nuff. Aha. Jetzt können wir da tatsächlich da drauf rumschlappen. So. Jetzt wäre folgendes. Jetzt holen wir mal unser Schildchen raus. Mache den Endetanz. Hier rüber. Ja, 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 stark. So. So. Jawohl, tschüss. Trottel, ey. Ja, die geben auch nur 300, was willst du erwarten? Intelligent sind die dann natürlich nicht. Kann man sich da runterfallen lassen oder kann man vielleicht so die Stack? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ey, als hätte ich's geplant. Gibt's nur drüber eigentlich? Guck mal, da ist so eine Levelwand. Sind da ohne Gegner? So ohne vielleicht Bossgegner? Sehe ich jetzt noch nicht so. Genau. Nein. 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 Herrgott. Fuck. Nein. Nein. Kannst du da nicht einfach mal gerade ausrollen, Kerl? Ist jetzt wieder dumm gelaufen. Ach, jetzt muss ich auf den Aufzug warten. Gut, aber wie die Taktik ist, ist klar. Mir wartet drauf, bis sie dumm sind. Natürlich dürfen wir dabei selbst nicht dumm sein. Vielleicht müssen wir mal jetzt beim nächsten Mal gucken, ob wir da nochmal den Bow rausholen und du denen nochmal Pfeilchen schenken. Ah, guck mal, und der Golem ist auch fett, ne? Der kommt jetzt nicht nochmal. So. So. Gehen wir da nuff. Alles barfuß. Alles barfuß. Jetzt stell dir mal vor, du Leitesplitter. Oder da ist hier die Glasscheibe kaputt, ne? Jetzt stell dir mal vor,
Der tappt doch in die Glasscherbe rein. Wen macht der hier? Sieh nicht doch, Alter, dass der doch nichts abgezogen kriegt. Zack. Das kann ich ja. Kannst du mit deiner scheiß Pfeilschäde aufhören? Das geht mir auf den Keks. So. Vorbei. Zack. So langsam. So. Ach, der Blitzpfeil, Speer, der ist einfach einwandfrei. Der macht mir richtig Spaß. Ich weiß ja auch nicht. Das muss ich echt sagen, der macht mir richtig viel Spaß. Alter, ich muss mich doch jetzt gerade ein bisschen konzentrieren. Wenn ich jetzt nicht ganz so viel erzähle, seht's mir bitte nach. Also so gibt das nichts, mein Lieber. Genau. Du musst einfach ein bisschen daherkommen und tschüss. So, jetzt, wie machen wir da drüber den? Der war hier eben ein bisschen penetranter. Was überaus nervig war. Ah, na. Nee. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er diesmal... Genau. Schön. Kommst du her? Tschüss. Das ist also ein Trottel, ey. Ja. Naja. So. Da hinten müssen wir in die Ecke. So, du kannst auch noch da runterhupsen, wenn es geht. Wenn es nicht zu viel Aufwand wäre. Genau. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier genau so einwandfrei. So. Ach, was ins lustig. Nicht für nichts zu gebrauchen. Für nichts zu gebrauchen. Geht's du runter? Oh, das ist ja auch noch eine. Zack. Alter, geh nicht so ab. So. Gut. Das kostet mich alles mehr Flakons, wie ich eigentlich gern hätte. Es finde ich jetzt ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen. Nee, nicht runter, bitte, nicht runter. Ich weiß nämlich nicht, ob das klappt hier. Aber komm, wenn ich jetzt extra runtergehe kann, dann muss doch dann irgendwo was Sinn, oder? Kann jetzt nicht Sinn, dass so nix ist. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr enttäuschend. Gut, kommt jetzt Bossgegner oder nur ein neues Gebiet? Neues Gebiet. Was ist denn das? Super. Okay. Das sieht nur Fall aus. Wir kommen bestimmt gleich in der angeflohen. Doch nicht? Okay. Ist das Pferd, ist das so so? Ja. Und der fährt jetzt... Ach nee, okay. Guck einer an. Der hat jetzt quasi die Brücke vervollständigt. Oh, boah, Alter, hat der mich erschreckt alle bei. Locker bleiben. Das ist genauso dumm wie ich. Leider geht der Post, ey. Ja. Aua. Arschloch. Komm, wir nehmen den nur zweihändig, dann tut er ein bisschen mehr Zeppe. Aua, wie hat er denn das gemacht? Stopp, Mo. Ich brauche gerade mal Sekunden. Stopp. Noch einer hinterher.
So, jetzt können wir weitermachen, Kollege. Jetzt sind wir wieder am Start. Hau nicht ab, bleib da. Tschüss. Jawohl. Haben wir halt Gargoyle helle Bade oder wie es geheißen wird und Gargoyle Schild. Und wir gucken jetzt, wo es da runter geht. Ist das vielleicht der Weg, den wir gehen müssen, für ohne das Item zu holen, was wir mit dem Kronleuchter runtergeschickt haben? Vielleicht, aber auch nicht. Aha. Schade. So, wir sind, glaube ich, bei 11.000. Das heißt, theoretisch könnte man sogar schon wieder so Level machen. Das sieht auch nur Fall aus, ne? Oder? 100%ig sieht das nur Fall aus. Wie viel gibt's denn von denen? Ich wusste, dass du einer schießt. Schon jetzt nur nicht gefunden. Bleib doch immer mit deinem Arsch stehen. Wie soll ich dich dann dort treffen? Jetzt bräuchten wir, wissen wir, was wir jetzt bräuchten? Das Schwert aus Elden Ring, das vom allerletzten Endboss-Gegner, das so diese Flammewand aus Harlig Schaden macht. Die bräuchten wir jetzt. So wäre sie alle gar fett. Mit einem Schlag wäre sie fett. Zack, vorbei. Vorbei. Und wieder vorbei. Tschüss. So, mir wäre es recht, wenn er nuneinander komme und nicht alle gar miteinander. Nein, stopp. Alter, bleib doch Moto Pfanne ausgerichtet. Und jetzt nimmst du mal so Heinz und dann tust du den mal anvisieren. Genau. So gibt das nichts. Ihr müsst ein bisschen näher kommen. Ihr müsst schon das versuchen mit der Schwerter zu lösen. Genau. Weil ansonsten gibt das nichts, ne? So. Mit deiner komischen Schlachterbeilcher. So, visier den mal an. Zack. Ja, komm. Du mir die grüne Balken am aufladen. Bleib doch Motto. Nix gibt's. So, davor stirbst du jetzt. Wow, vielleicht aber auch ich. Da hast du zu viel Energie, da was hast du Red Bull gesoffen? Macht der du Schwanetanz oder was? Wie das du Item ist es nicht wert, ich sah's euch. Ach, da hinten ist auch noch eins, ne? Jetzt visiert den doch mal an. Genau. Ich kriege das nicht hin mit dem Parry. Ich will doch einfach nur, wenn der schlägt. Jawohl, so wollte ich das machen. Genau so wollte ich das machen. Warum kann ich das nicht immer ankriegen? Das kann doch nicht so schwer sein. Sollen wir mal kurz rüberlunzeln, ob du noch ein paar stehe? Hier hinten in der Ecke ist noch einer. Vielleicht auf der anderen Seite auch noch gucken, damit wir wissen, wie wir uns da in die Mitte ranpirschen. Gut, das heißt, wenn jetzt zwischen der Säule keiner mehr versteckt ist, dann wäre da hinten die quasi die nächste. Ja, da war noch einer versteckt, ne? So. Stark. Shit. Nee, jetzt kommen sie alle gar auf Amo. Als gäbe es was umsonst. Ach, dann kriegst du halt so. Nee, renne mal weg. Springe mal ein bisschen. Vielleicht gerade mal kurz so hinter die Säule gehe. Schlabberdrängsche Schlöffe. Wir müssen da einfach die Herde ein bisschen ausdünnen. Sonst haben wir keine Chance, ne? Renne mal weg, da. Hinter die Säule. So. So. Nix.
Nein, spring doch! Spring doch! Er ist nicht gesprungen. Er macht einfach nicht das, was ich ihm sagen, dass er machen soll. Jetzt haben wir dann natürlich auch wieder kein Leuchtfeuer in der Nähe. Gut, aber wir müssen kein Balanceakt mehr machen, sondern wir können direkt runtergehen. Aber das wird natürlich insofern nervig, weil da oben also im Dach, im Dachstuhl quasi, da sind ja die ganze Trottel, die dann wahrscheinlich irgendwie ihr Pfeil da runterschmeißen, ne? Warte mal. Wenn wir gleich unten sind. Nee, so war das nicht gedacht. Also den Rundumschlag macht er nicht, oder wie ist das? Glocke. Quasi so. Unterschied sehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ja, vielleicht oder du so ein bisschen energischer, so ein bisschen mehr Power reinlegen, ne? Naja. Also unsere Seele brauchen wir ja wieder. Und die 2 Items da unten auch. Aber die sind schon viel, ne? Und nervig. Sollen wir da nochmal die Bohr auspacken, was wir hä? Einfach so, dass wir die quasi so nur ein bisschen angelockt kriegen, oder einfach mal so Pfeilchen in der Kopf rein. Ich meine, so viel haltet ihr nicht aus. Vielleicht so Pfeilchen. Richard, Drehbaum bist du ohne bist, ne? Was ist denn das so recht eigentlich? Achso, das war der Hebel, der außer Kraft gesetzt ist, oder so ähnlich, ne? Jo, natürlich. So, jetzt passen wir auf. Du war doch, genau, du war doch schon der Erste. Ah jo, Suffkopf. Was hat's der gebrungen? Nix hat's der gebrungen. So, du Pfanne, das ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Das können wir ja nochmal so machen. Nehmen wir es erst rechts, den die dich sahen, oder? So rechts der. Ah jo. Zack. Genau. Wenn der zu dumm ist, um zu treffen, dann treffe ich ne. Ah ja, jetzt kommen sie wieder alle 3 auf Aim, oder habe ich natürlich jetzt gar keine Lust drauf. So, der erste wäre weg. Oh. So, genau. Jetzt kommt doch Mononaner daher. Tschüss, 2 auf Elmo. So muss das sein. So muss das sein. Spiel, Spaß, Spannung im Überraschungsei. 3 Sachen auf Elmo. Wir haben nur 2 gepackt, aber wir haben ja auch noch Verbesserungspotenzial. So, jetzt holen wir uns einfach mal die Bow raus und dann sagen wir mal Hallo. Quatsch. Normal. Jawohl. Jetzt kommt der dahergelaufen, wenn wir ganz viel Klick haben. Dann stirbt er, wenn wir ganz viel Klick haben. Und dann machen wir mit seinen Kollegen genau das Gleiche, wenn wir ganz viel Klick haben. Nee, komm doch daher. Alter, das bringt doch nichts. Guck mal, du wärst zu langsam. Du musst mit deinem Schwertchen kommen. Samo, merkst du das da nicht? Guck mal. Genau, es geht doch. Quatsch. Ach jo, der kann auch hupsen. Genau, nimm du nur deine Schlabbertrank, ey. Trottel, ey. Das muss ich schon cleverer timen. Ich meine, das ist so, wie wenn ich das auch mache. Dann kommen da auch immer an und du auf mich drauf schlagen. Die warten ja immer, bis ich den Schlabbertrank nehme und dann kommen da an. Das kann ich ja. So, komm doch her. Nee, komm jetzt.
Nix. Nix. Ja, es sind halt alle gar nicht die cleversten, ne? Die gehen halt ja auch ab wie Zäpfchen, die Messer, du, ne? Quatsch. Ach, zu kurz gewesen. Oh. Eine Weih oder aber einer rausgehauen, hä? So. Nehmen wir nochmal Schlabbertränkchen, noch eins hinterher. Wie wären das? Sollen wir jetzt versuchen, da hinten links, obwohl der ist vielleicht weit genug weg, oder? Ach, guck mal, da rechts steht auch noch einer. Das ist dann auf jeden Fall der nächste Held. Der kommt schon von alleine, du brauchst nicht, um einen Pfeil zu verschwenden, sehr löblich. Denkt an die Bäume. Nee. So. Man, der kennt den auf Rambo machen. So. Kollege, du bist der Vorletzte. Zeig mir, was du kannst. Nein. 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 Komm doch jetzt mal hier. Irgendwann müssen dem doch mal die Dinger ausgehen. Genau, so. Machst du nochmal so, da habe ich einen Sprungangriff. Nicht so clever, ne? Nächstes Mal wäre es besser. So, was kriegen wir denn jetzt hier? Zauberei, große Zauberwaffe. Das braucht man halt schon nicht. Wir sind halt nicht der Zauberer vom Herrn. Wir sind eher der Speermeister. So, bist du besonderer oder bist du genauso dabbisch wie die anderen? Ja, ich sehe ihn schon. Das ist auch jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Komm, und noch mal einer. Hau noch mal so einer raus. Komm mal, noch mal so einer. Ach, was bist du, Kerl. So, was kriegen wir da? Aha, Schwarzeisen. Gedöns. Großschwert. Schwarzeisen. Schild. Ja, ich meine, wir gucken uns jetzt schon mal an, was wir da theoretisch so gelootet haben, oder? Schwarz, 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 Eisen, Schwarz, Eisen, Rüstung. Natürlich sacke schwer, ne? Und halt ganz gute Werte. Aber meine Agilität ist mir wichtiger. Aha, was kann ich denn da machen? Stark. Stark. Ich bin stolz auf euch. Jede Vorrichtung in dem Spiel bewegt sich nicht. Wurfmesser, ja, du davon. Oder ist er also doch nicht alle rausgefeuert? Gut, dann müssen wir halt über das Bricksche gehen, ne? Weil die Vorrichtung hier, die bewegt sich ja auch nicht. Ist die Frage, wenn wir jetzt dort hochgehen, wäre es dann vielleicht sinnvoll, dass wir uns nochmal ans Lagerfeuer hocken? Weil ich weiß jetzt halt nicht, was da noch so kommt. Steht da an, das machen wir, oder? Wir hocken uns zuerst mal ans Lagerfeuer nochmal. Ja, ich glaube hier lang. Da haben wir volle Flakons, dann tun wir noch ein Levelchen aufleveln. Und dann gehen wir da über die Brick und gucken, was da abgeht. Wenn wir klicken, dann ist es gerade unten, wenn wir hochkommen. Ja, nicht ganz, aber... Ach, nicht fast, aber ein Drittel war gemacht. Wir möchten vielleicht einmal gucken, ob wir den Speer nochmal irgendwie heilen müssen quasi. Und wir haben ja diese Gargoyle-helle Badegried. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Also es kann sein, dass wir die schon mal haben. Aber man könnte uns hier trotzdem mal anschauen, ob das eine neue Waffe ist, mit der wir irgendwas anfangen können.
reparieren. Ah, das ist ja alles nicht so wild. So. Gut. Aufsteigen. Ich würde jetzt einfach noch was einen stärkeren hauen. Und dann gucken wir uns mal die Waffe an. Hier. Kurzschwert. Was man bräuchte, wäre so, was ist denn das hier? Das Runde hier. Gibt es irgendwie Hilfe? Status? Fähigkeit? Ne, das ist ein Mai-Status. Ich bräuchte jetzt die halt von dem mächtigen Segen. Ist das so göttlicher Schaden, dieses 120 hier? Weil wenn dem so ist, dann könnte man das gebrauchen für die Skelette noch, ja? Nee. Wo mache ich dann rum? So, also, dann. Großschwert, Zweihänder, Falchion, Schneide. Itaio. Panzerbrecher. Picard, Degen. Nein, ich will nicht. Ne, hä? Ah, F war's. So, gut, okay, da war nix. Gargoyle, Axt, Großaxt. Blitzspeer. Partisane. Okay. Hellebade. Kristallhellebade. Und Gargoyle-Hellebade. Diese Kristallhellebade, die sieht aber interessant aus. Die sieht sehr interessant aus. Die rüste ich gleich echt mal aus. Ist das die mir eben gekriegt haben? Die müssen wir aber reparieren, ne? Also ich rüste die jetzt einfach mal aus, weil das interessiert mich jetzt. Kristallhellebade. So, da müssen wir uns hier hinhocken, weil die sieht arsch kaputt aus. Ausrüstung reparieren. Was? Aber die hat doch hier eben bei Schade oder Robustheit hat die doch irgendwie 20 gehabt, oder nicht? Haltung, Robustheit 20, das ist doch nix. Du machst doch, ey, schlagen, ist die kaputt, oder? Ich weiß nicht. Ja, Man kann es mal ausprobieren. Und jetzt ist sie schon kaputt. Zeigen wir her jetzt. Nee, aber noch immer 20. Also mir probiere das jetzt mit der Waffe mal aus, aber jetzt passend auf, jetzt gehen wir hin. Bevor wir das machen, dann tun wir da noch den Speer hinpacke. Weil nicht, dass die uns mit dem Kampf kaputt geht, und dann stehe ich schon nur noch der Boa am Start. Ja, wie ist denn jetzt? Rennen kann der jetzt nicht mehr. Ach so, das ist auch immer so blöd, ne? Nein! Fuck. Dass der quasi, wenn er over im Menü drin ist, dass er dann irgendwie so nur sehr beschränkter Bewegungsapparat hat. Vielleicht wäre DG8 gar nicht so schlecht für uns, ne? Beispiel mit dem Speer bin ich eigentlich echt, den fand ich richtig geil. Weil er so ein bisschen Blitzschade am Start gehabt. Ja, echt, finde ich echt geil. Ich meine, die Hellebade, die ist hier quasi genauso gut. Die macht die Arbeit. Da ist er halt, ne, so ein bisschen mehr aus dem Gleichgewicht raus, weil die scheint ein bisschen schwerer zu sein, ne? Jetzt müssen wir da drüber die Treppe hoch. Was ist denn das da rechts? Sind das also Gargoyles?
Kann ich jetzt so machen? Aha. Ja, du, Alter, du ist ja auch noch einer. Wenn ich jetzt durch die Treppe hochgehe, kommen dann alle 3 auf einmal oder was? Oh, ich habe auch keine Lust drauf. Wir machen einfach mal so, als käme es nicht. An alle Stricke Reise müssen wir vielleicht eine Heimkehrknochen holen. Ajo. Wie komme ich denn eigentlich da runter? Ah ja, gut, da links ist auch noch so dir, ne? Ach komm, einer reicht doch. Genau. Wow, 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 wow. Kommen wir noch ein bisschen da runter. Dass wir nicht dem anderen da vor die Viehs laufen. Geil. 3 Schläge. So, jetzt ist aber die Geschichte folgende. Noch immer 20. Okay. Vielleicht ist dann doch gar nicht so verkehrt. Die zieht schon drin, so ist nicht. Ach, bin ich in die Schlage ringerollt. Hat er das gesehen? Ach, wie dumm kann man danach einfach immer sein. Aber die zeppt jetzt natürlich noch mehr wie mein geiler Blitzschwert. Und das Ding, das skaliert einwandfrei, also nicht einwandfrei, aber das zumindest skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit. Ja, das ist nichts. Unten gehst du Gargoyles. So, geht die Tür hier auf. Nein. Jetzt sind jetzt natürlich schon wieder 2 am Start. Da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Es geht 2 gleichzeitig rum, so verwerke. Da sind sogar 3. Ne, es sind 2, ne? Ah, jo sind's 3. Ist die Frage, lohnt sich das jetzt? Da kann man du wahrscheinlich das Dach runtergehen, da unten in die Halle, ne? Ja gut, der erste kommt, ist schon mal hochgeschlappt. Quatsch. Gut, 2 Schläge sind sofort, das ist schon mal sehr löblich. Gäbe auch nur 500, das heißt, das ist eher die Schwachmate-Version von den anderen. Nichtsdestotrotz sind die natürlich ein Stück weit nervig. Das ist schon nicht so einfach, ne? So, die letzte ist jetzt aber allein. Oh, ich hatte nicht gedacht, dass der so hohe Reichweite hat, bin ich jetzt ganz ehrlich. Komm, du, ruf nur, rollst du da Abhang runter. Oh. Gut, der cleverste ist er nicht, ne? Muss man jetzt fairerweise zusagen. So, genau, jetzt kenn dich halt, da runtergehe. Soll mir da noch um die Ecke gucken, ob da irgendwas ist? Ich habe doch halt immer so Schiss, dass ich da runterfalle. So, da kennt ich jetzt theoretisch auch runter, aber da ist jetzt so auf Anhieb und nix. Und auf die andere Seite gucke. Nicht, dass man hier irgendwie das Gott-Item übersieht, das uns unsterblich macht. Ja gut, wenn nicht, gehen wir halt dann doch weg runter, oder? Was wollen wir jetzt machen? Da oben die Tür war zu. Wir können natürlich jetzt, bevor wir da runtergehen, noch mal kurz hier drüber gucken. Aber die Tür war ja auch zu, ne? Die war nicht auf. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir die irgendwann immer noch aufmachen von der anderen Seite. Jo. Und die Tür hier, die ist auch zu. Jo. Gut, also müssen wir das ohne weiterlaufen. Ist kein Thema, machen wir. Aber an der Stelle muss ich jetzt wieder sagen,
Ich hätte jetzt schon irgendwann gerne noch mal Leuchtfeuer. Ich meine, wir wissen alle gar, dass du kennst kommt, aber das wäre halt wirklich schön. Aber humpelt der beim Larve? Ach, das sind hier noch 2 von denen Viecher. Wenn jetzt reicht's auch noch mal. Und gleich schon sie mich da runter. Nee. Ich schon doch gar nicht auf Springe getrickt und wenn, habe ich in die andere Richtung getrickt. Also die Steuerung, die ist echt fetter Arsch. Aber noch eine Seele, Belge. Nein. Können wir aufsteigen? Nein. Na gut, wir haben ja die Seele eh verloren. Wir hatten, glaube ich, 11.000, aber ich glaube keine 11.800. Irgendwie so 11.300 oder so. Von daher wäre das eh nicht gegangen. Jetzt gucken wir aber gerade nochmal spaßeshalber, wie das jetzt hier mit der Hellebarde aussieht. Ja, 19, ne? Jetzt muss ich die Gall alle wieder machen. Die 3 und dann da unten die. Kennen wir ja nur vielleicht mal gucken, ob wir da Pfeilchen zum Einsatz bringen können, ne? Jo, das ist halt, wenn die Wege nicht so weit wären, ne? Das ist auch, das habe ich ja auch schon zigfach gesagt. Ich habe jetzt gestern gerade wieder Henno Souls geguckt, da hat er auch gesagt, die beste Neuerung in Elden Ring ist einfach, dass wenn du beim Boss sterben tust, du da direkt wieder weitermachen kannst. Weil was bringt's dann jetzt den ganze, gut, das war jetzt kein Bossgegner, aber was bringt's dir dann jetzt den ganzen Weg zu dem Bossgegner, der dann du vielleicht ist, wieder eine neue Larve zu müssen? Da ist doch, also das trat zum Spiel nichts bei, das ist einfach nur nervig, ne? Und von daher ist das an für sich wirklich, ach, da war ja auch noch 2 Ritter, ne? Und von daher ist das halt eigentlich wirklich so, dass ich sagen muss, so gebe ich dem durchaus recht, das war so mit die, ich weiß nicht, ob es die beste Neuerung, also mindestens mit die beste Neuerung war das. Ach, jetzt kommt der ja doch da raus. Ach. Gut. Dieses komische Flitschgeräusch oder was das so war, das heißt jetzt nicht, dass die Hellebarde. Nee, gut. Uch. Genau. Mhm. Komm Shade hoch. Komm Shade hoch. Was ist denn jetzt? Aha, runtergehupst, ne? Hat er sich dran erinnert, was ich vorhin mit ihm gemacht habe und da hat er gedacht, ach nee, komm, wir hauen ab. So, einwandfrei. Kommst du noch daher? Mhm. Vorbei. Hui. Nee. Jetzt geht der du tatsächlich hinter. Du kommst schon nicht hinter denen, wenn er das so macht. So, genau. Wie hat er denn das gemacht? In ganz andere Richtung geschlagen, ist schon eine Blitzschade abgeht. Ja, ein bisschen Beschiss, oder? Du wärst fast runtergefallen. Der humpelt doch. Also wahrscheinlich wäre es am besten, wenn ich da rein gehe. So, genau. Nein! 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 Spring. Was? Ich habe noch das Schild. Ich habe noch das Schild offen gehabt. Das ist jetzt fies, dass du offen dann auch noch einer ist mit dem Flitzebohr. Das ist jetzt echt fies, finde ich. Müssen wir jetzt mal zuerst mal gucken, wo der Flitzebohrmann ist, ne?
Und das ist halt die nervige Sache, ne? Dass du jetzt den ganzen Weg wieder runterlaufen musst. Da hast du wieder die zwei Hampelmänner im Weg. Wenigstens sind die zwei Gargoyles auf der Brick weg, ne? Wo was anderes. Fiel mir das von hier? Also von da hinten? Ja, dass man vielleicht von der Ecke schon mal sagen kennt. Das war zu weit weg, ne? Das ist zu weit weg. Aber wir wissen ja, was nicht so weit weg sein könnte. Wenn man jetzt hingehen würde es sagen, wir holen unsere Bohe. Dann rüsten wir mal aus. Kommt der jetzt daher geflogen? Würde jetzt wirklich den ganzen Weg da rummachen? Oder tut der Mitte drin abbrechen? Braucht arisch lang, ne? Der scheint nicht zu kommen. Ne, der bricht zwischendrin wieder ab. Oh, schade. Das ist jetzt schade. Hm. So, genau, jetzt kann der andere Held kommen. Nee, du musst schon treffen, Kerl. Alter, ich verstehe das nicht. Ich hatte doch anvisiert gehabt. Ich hatte genau vor der Brust gehabt. Du kann man doch jetzt mal treffen. Mhm. Nein, du musst agiler sein. Ja, diesmal läuft es nicht so gut, ne? Weil er ihn aber auch nicht treffen tut, ne? So. Jetzt kennt der du wieder zuerst kommen, da in der Ecke, genau, schön da hochgelaufen, auf geht's. Ja. Komm her. Trau dich. Ich geb dir Brief und Siegel, du kriegst nur ein bisschen Aua gemacht. Mhm. Die machen so heller Schein, ne? So als wäre es Engel. Zack, und wieder vorbei. Ach. Das gibt doch nichts. So zusammen hast du blutverschmierte Hände. Oh, wie hat er denn das gemacht? Das war ein geiler Move, ne? Nein. Nein. Was, wenn man so groß klappert, ne? Dann kriegt man halt immer auf die Fresse. Wo ist er denn jetzt an? Ah, da oben. Ja, naja. Ja, war nicht so geil. Also der Durchgang... Ah, pass auf. Aha. Wo ist denn der jetzt? Der muss doch hier irgendwo dann Sinn. So, ja, in der Ecke war der schon mal nicht. Ah, guck mal, der Pfeil, der ist von hier links irgendwo kommen. Steht der da um die Ecke? Da hinten, ne? Da hinten ist er. Aber ich sehe ihn doch gar niemanden da. Hä?
Den du niemand. Wie ihr du jemand? Den hätte ich halt schon gern weg. Weil der war jetzt nerviger wie die zwei Helden da ohne. Ohne den Brick. Hä? Ist doch gar niemand. Ach, er leid, jetzt hol ich wieder. Finde ich jetzt schwierig, bin ich ganz ehrlich. Alter, jetzt machen wir halblang. Ich hab da mal eben drüber nur gedacht. Also, es ist schon eine eklige Stelle, ne? Weil die zwei Gargoyles da, die sind ja schon auf sehr engem Raum. Das heißt, du mit dem Springen musst du halt extrem aufpassen, dass du nicht irgendwo runterpurzelt durch. Und, das ist halt ruckzuck passiert, ne? Ich würde gern wissen, wie es hier damit aussieht. 17. Ja, das ist schon halt keine Ahnung. Ab wann repariert man sowas dann? 10 vielleicht. 10 mich nochmal reiche, oder? Ist denn jetzt? Weit noch. Ich wüsste halt gern, wo der Pfeilmann ist, dass ich den als erstes mal kaputt mache. Aber ich hab dort hier hochgeguckt, ich hab dort nichts gesehen. Ah, da fällt mir aber gerade was in. Was wir auf. Wir gehen jetzt gleich mit der Pfanne auf die Ecke. Weil ich habe doch dieses merkwürdige Fernglas gekriegt. Vielleicht kann man mit dem Fernglas irgendwas sehen. Jetzt, ich habe halt keinen Plan, wie ich das benutze. Hier. Naja, das ist auch nicht so der Rede wert, ne? Irgendwie rein und raus. Jo, natürlich. Rein und raus suche, zoome kann man jetzt auch nicht so wirklich, ne? Das muss ich wahrscheinlich schon auf dem Steg machen. Das ist dann saugefährlich. Jetzt habe ich ja noch 2 von der Saat am Arsch. So, der erste ist weg. Der zweite hat sich zurückgezogen. Als er Exil hat, war ich mit seinem Kollegen gemacht und hat er gedacht, oh, mach das gerade allein. Schön. Das heißt, wenn wir den eine Pfeil in den Kopf jagen und dann brauchen wir nur noch E-Schlag. Ab ins dicke Gehirn. Das ist schon ein großes Gehirn, ne? Eigentlich müsste die ein bisschen cleverer sein. Mit so einem riesigen Gehirn. Gut. Es geht voran. Der nächste, bitte. Ich würde jetzt halt auch nur ungern meine Seele verlieren irgendwie, ne? Ich meine, das ist immerhin Level. Hä?
Alle Weile habe ich schon gedacht, du kennst runterfallen, du dazwischen, ey. Ausgeschlossen wär's nicht. Was soll man jetzt noch immer mit dem Fernglas gucken? Aber ich weiß nicht, ich sehe ihn doch halt wirklich überhaupt nicht. Nicht das fucking Ernst, oder? Es ist doch wirklich nicht das fucking Ernst von dem Spiel, oder? Ja, was ist dann du, Gitter? Und die Pfeile kommen jetzt hier wohl legit aus dem Nichts. Also wirklich. Fällt mir nichts mehr in. Fällt mir nichts mehr in. Der Angriff ist vielleicht gar nicht schlecht für ohne die Gargoyles. Alle kennen wir ja so mehrere auf Emo. Ich sag's euch, wenn ich nachher den Trottel mit seinem Pfeil erwische. Der kriegt sowas von die Schlee, ey. Also er kriegt sowas von die Schlee, das kann ihr euch gar nicht vorstellen. Halt nervig, dass man immer den Weh schlafen muss, ne? Auf geht's mal, Lemozahn zu, mein Lieber. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich dem jetzt einfach mal so ausweichen kann, ne? Alter, wie macht der das dann? Guckt wo ganz anders an, zielt wo ganz anders an, aber treffe du der mich. Ach, kommt jetzt der Gesunde oder was? Was mit dem Anne? Der hat keine Lust mehr. Kommen doch einfach mal durch die Tier durch. So. Gut. Ja, jetzt muss ich halt wieder ein bisschen Seele farmen, ne? Oh, wie gemein. Das mischte ich vielleicht auch öfter fuck. Jetzt kommt der doch nicht mehr raus, ey. Jetzt trifft er wieder nicht. Also manchmal ist es nicht zu glauben. Was mir erinnern, was man bei dem Ding braucht, um das aufzuleveln. Funkeltitanit oder normale Scherbe. Quatsch. Oh, oh, oh. Und er sieht, der hat allerweil Blitz geschleudert, oder? Wie hat er denn das gemacht? Ja, nee, du musst schon da hochkommen, das gibt sonst nix. Genau. Alter, ich bin doch gesprungen. Gut, dann kriegst du auch noch Gargoyle am Spieß. Macht jetzt genauso dumm Zeug mit den Blitze. Komm, ruff. Das Schlimme ist, ich wollte gerade springen. Ich wollte gerade springen. Naja. Ich weiß nicht, ob der mich dann da auf der Treppe treffen wird. Aber ich will es eigentlich auch gar nicht ausprobieren.
Ja, diese dumme, verzögerte Springer, ey. Wenn der einen Schlag gemacht hat, bis der sein Ding wieder weggepackt hat und dann springt. Oder wenn ich jemanden anvisiert habe irgendwie. Den kann ich nicht anvisieren, ne? Schade. Bis diese Schlaganimation vorbei ist. Komplett vorbei ist. Also normal hätte ich jetzt sagen, so zack, geschlagen, jetzt ist sie vorbei. Aber ne? Und bis er dann springt, das ist einfach ellenlang. Also wirklich. Wenn du nicht immer auf den Shitbade mischt. Am meisten reg ich mich noch immer auf, dass ich den scheiß Bogenschützen noch nicht gefunden habe. Was das aber auch wieder für eine komische Aktion ist, ne? Dass der mich sieht und trifft und alles und ich gucke und da ist einfach niemand. Ist der unsichtbar oder was? Gibt ja keinen Sinn. Wenn man die nicht da beschwert, nicht immer laufen mischt, ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht mich mal noch was in die Ausdauer investiere, was man ne? Und 4 volle und so ein bisschen, ne? So Dreckfuhler noch hinterher. Schon gerade auf Springe getrickt. Ich verstehe das aber auch nicht, warum er dann immer nicht reagiert. Komm, wir noch Schritte runter. So. Schleuertränkchen. Machen wir da hinten den auch noch. Wir machen jetzt nämlich einen Durchmarsch und er das jetzt wieder gesehen in der Rolle. Und warum trifft denn der seit Neistum nicht mehr? Ach, ich bin wieder gesprungen. Und nehmen wir Schlabbertränkchen nur für den Fall der Fälle. Dann gehe ich da mal so ein bisschen um den drumherum. Ja, da hatte ich erstens zu früh gesprungen und zweitens mal mit seinem Schild hat er mich hier getroffen. Jetzt nicht mit der helle Bade. Wie macht er das? Eine 130 Grad Schwinger, ey. Das kann ich auch, ey. Alter, ach, wenn ich jetzt bald drauf gehe, ey, das will ich jetzt mal ausprobieren. Jetzt warten wir. Aber wahrscheinlich sind die zu weit weg, ne? Wenn ich da runter gehe. Ah ja, das gibt nichts. Nee, ich wollte mal Elmo den Rundschwinger machen und versuche alle 3 auf Elmo zu treffen, aber das kann ich vergessen, ey. Du vorher kriege ich zu viel. Also dann ist der macht der einen, die schlägt quasi immer zeitversetzt und dadurch klappt das nicht. Schade, ey, das wäre lustig gewesen. Naja, egal. Ist egal. Fast pünktlich. Das wäre echt jetzt lustig gewesen, finde ich. Aber naja, gut. Spaß versteht das Spiel halt keiner. Spaß versteht das Spiel halt keiner.
ja, der grüne Balke. Aber ich würde wirklich gern wissen, wo du hinne dieser Pfeilschütze ist. Würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Wenn wir das nächste Mal sterben, müssen wir noch mal gucken, wie die Hellebarde so ist, ob die Fleisch im Arsch ist. Dass man die mal langsam reparieren möchte. Ach, schon vergessen zu springen. Kommt der jetzt? Ja. Nee, der andere bleibt weg, genau. Was muss ich denn jetzt wieder abhauen? Ja, schon wieder hat er nicht getroffen, ey. So schwerer nicht zu treffen, wie zu treffen bei den riesen Viecher, du. Und diesmal habe ich auf Springen gedrückt, nur dass ich es wisse. Wieder auf Springen gedrückt. Naja. Ach, guck mal da, was ist denn das? Riesenhellebarde. Wie riesig ist die dann? Was das? Gibt's schade. Ja, okay, beidhändig, wie mir. Ah, okay, die hat aber nicht so den Stecher, sondern die hat so von oben denen. Nee. Also, nicht meins. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sahnst du nur. Stark. So. Ich will dir nichts sagen. Ich bin schon gesprungen, aber der hat, der ist irgendwie irgendwo hängen geblieben, ne? Alter, habe ich jetzt nur noch 4 Flakons? Das ist so auch scheiße. So, nur dass wir drüber geschwätzt haben. So, jetzt nochmal Butter bei die Fisch. Ist niemand, kann ich mit dem Ding Lave? Ehrlich nicht. Ist nix. Das ist doch Scheißdreck. Hä, da kommt der wieder angeschossen. Weh, der trifft mich jetzt im Lave. Und die andere Hälfte soll Jodo hochkommen. Naja, dann halt nicht. Wenn er da unten so rumzappeln wolle.
Jetzt natürlich nicht so geil, weil das hier kaum was abzieht auf die Distanz, ne? Wie ist denn das? Wenn ich den eine kaputte Männer, dann kommt der andere hoch. Männer, das kriegt der hin. Alter, ich treffe ich auf den Donut. Ah, doch. Ja, genau. Ja, er kommt ja nicht nuff, ne? Ewe hat der 45 abgezogen, also mich der öfter abziehen, ne? Gott sei Dank haben wir das letzte Mal 200 Pfeile oder so gekauft, ne? Ach Gott, er leid, aber was will ich denn machen? Wenn der anerhält du nicht wäre mit seinen scheiß Pfeile, wenn ich zumindest Musik wird, wo der wäre, die ich ja auch nicht. Ja, doch, Knöchel gebrochen, oder? So. Aha. Jetzt erinnert sie nicht auf jetzt. Ja, es ist mir klar. Guck, wo er wieder steckt mit in der Luft. Alter. Warum kann der eigentlich so weit schießen und ich nicht? Ja. Das hat halt gewehrt. Da müsste man halt weg hochrennen. Aber was machen wir denn dann? Fuck, 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 fuck. Bin ich schon eher in der Fall, ne? Und so wirklich siehe, wo es jetzt irgendwie weiterging, tun ich jetzt auch nicht so richtig. Wahrscheinlich müssen wir da runter, oder? Das sieht aber ein bisschen hoch aus, nämlich mehr da runter springen. Das kann ja wohl auch nicht sein. Wenn er mich da halt irgendwo trifft, bin ich schon da runter, ne? Keine Ahnung, ey. Ist halt echt scheiße. Wenn ich jetzt schießen könnte, ne? Da bin ich runtergefallen. Das ist halt der Scheiße. Ja, das zieht 13 ab. Das kann ich doch vergessen, ey. Ich hol jetzt auch keinen Bock, da stundenlang da rumzufuhrwerken. Fett knapp. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, Alter! Jetzt halt schon noch ey so Dinge, ey. Ja. So runterkennen die Schalthupse, ne? Wo ist denn der andere? Hat
mir da ins Kreuzgeschoss, aber sehen tust du jetzt da nicht, ne? Ist das jetzt schon der Bossgegner oder geht's dir jetzt irgendwie wenigstens einfach nur weiter, kein Bossgegner? Weil das wäre jetzt halt schon fies, ne? Aber jetzt bräuchte man halt wirklich so Ort der Gnade, also Leuchtfeuer. Weil... Och Mann... Spring doch mal weg. Stopp mal. So. Stark. Aha. Aha. Das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an dieses Volcano Manor aus Elden Ring. So, dann hocken wir uns da hin. Und dann schwätzen wir mal mit dem. Ja. Deine Signatur zögert nicht, mich herbeizuschwören. Okay. Jo, schauen wir mal. So, Punkt 1. Ausrüstung reparieren. Ja, die helle Bade kann ich nicht reparieren, oder was? Hä? Ja, das ist natürlich unschön. Aber dann nehme ich doch wieder meine Blitzspeer. Die kann ich wenigstens reparieren bei Bedarf. Hm. Spring doch mal weg, Kerl. Wow. Wie er sich so schnell drehen kann, das gibt's doch gar nicht. Mit dem komischen Blitzspeer brauchst du halt so viel Schläge, das ist halt auch scheiße. Sonnenlichtmedaillon, okay. Jetzt kann ich mich doch halt direkt rüber anpflanzen, ne? So. Jetzt ist die Frage. Da hinten war man halt auch noch nicht gucken. Überall. Dass er dann aber, wenn er die anvisiert oder auch immer so ungelenk springen tut, ne? Komm, wir gehen so erstmal dahinter, gucke, was da hinten noch so gibt.
Dann gehen wir da runter. Das war Duschte. Kommt der jetzt wirklich den ganzen Weg noch geschlappt? Alter, das war riesig, oder? Ach, Mimik. Wenn er gleich aus dem Dunkle rausgeschlupft kommt, ne? Dann wird's eklig. Havels Helm. Jawohl, der Havel haben wir bald komplett. Hinne. Gibt's nichts mehr. Ei, dann. Shit, wo ist er? Ja, ja, ja. Gut. Stark. Stark gemacht. Symbol der Gier. Okkulte Keule. Aha. Ach, wo ist denn jetzt der Ausgang? So duscht der da. So. Ich schlafe hier eigentlich lautlos, ne? Das heißt, eigentlich müsste ich mich jetzt von hinten an den anschleichen können. Jawohl, so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Ich hatte echt gedacht, guck mal, wie so viel hat er noch, so viel, ey. Ich hätte so klein die an der Tieren gehe. Also, ach, scheiße, ey. Dass ich die helle Bade, die ey, du nicht reparieren kann, oder? Ist nicht normal. Warum springt denn der immer nicht? Das ist echt... Ich bin halt vielleicht auch Spiele gewöhnt, wo man springe und schieße gleichzeitig kann. Weil ich dann schon als auf Schlan drücke und dann gleichzeitig der kurze No auf Springe und dann ist es halt rum. Der bricht dann ja auch nichts mehr ab und so. Der zieht es dann halt einfach durch. Steht gerne noch mal so hinten kommen, ne? Dass ich ne so von hinten. So. Nee. Ach, wie hat denn das hier zurecht gemacht? Ja, ja, ja. Komm mal du ein bisschen in die Mitte, ey. Das ist doch nix so. Du mit deinem Double-Schild, ey. So nervig bin ich mit meinem Schild aber nicht. Ich will hinter. Ja, du war die grüne Balge wieder leer, ne? Ja, vorhin hat halt die andere Waffe, ne? Die hat er halt mehr gezeppt, ne? Das muss man halt schon sagen. Die ist jetzt, die Dowaf ist jetzt halt für das Gebiet vielleicht schon wieder ein bisschen zu schwachbrüstig.
Von der Seite nicht, aber vielleicht so irgendwie, wo man dann so durchkäme, ne? Ja, da ist der Abgang von Ewe. Gut, also das scheint jetzt hier das erste Mal erledigt zu sein. Dann gehen wir die Treppe rauf. Ja, jetzt würde ich mich aber vielleicht doch noch mal da hinhocken. Kann ich bei dir was carven? Nee. So. Dann gehen wir Nuff, ne? Er wird uns ja jetzt nicht ganz so Nuff folgen, oder? So assi wird er jetzt hier wohl nicht sind, ne? Irgendwas ist so arisch nah. So. So, noch einer, komm. Nein. Gut. Ja, das ist, wenn er so zwischen der breite Bay steht und dann trifft er alles nicht so, ne? So, jetzt ist die Frage. Okay, da hinten ist einer. Sieht der uns schon? Ach. Das ist Schlafgemach von der Prinzessin, oder was? Hm. Stopp. Was ist denn das? Ja. Wow. Alter. Kommst du dann her? Ach, wenn der grüne Balken leer ist, dann ist es einfach, dann ist es rum. Ah, schon auf Springe gedrückt. Wow. Ach, wie viel hat denn der noch? Alter, das war mit der Anna Bade deutlich leichter. Was schießt denn du? Okay, du ist nix. Ist das so Flitzebogenmeister? Ich glaub. Ah, du ist auch noch einer. Och, dann lass mir grad mal Ruhe, dann geh ich wieder runter. Hm. War noch so Tricks wie, ey.
Warum springt der jetzt bitte nicht? Gut. Die sind ja leicht. Das lasse ich mir hier noch hingehen. Warum die 2000 bringen, weiß ich auch nicht. Was geht da ab? Ach, die war zu, oder wie war das? Nee. Wo war denn dann das? Das. Okay. Okay. Treppe runter geht du aber auch nicht, ne? Also ich finde das immer so ein bisschen verdächtig, weil normalerweise bin ich immer so der Meinung, gibt es in dem Spiel jetzt nicht unbedingt Level, die quasi vernixt sind sozusagen. Okay, das gibt nichts. Naja, so kann ich jetzt nicht runter. War der schon immer du? Hm. Die sind halt eigentlich für meine momentane Ausrüstung ein bisschen zu heftig. Mhm. Ja, nee, das ist nix einfach. Nach, jetzt konnte ich wieder nicht mehr springen. Wo hänge ich da jetzt schon wieder? Ich meine, das mit dem Anvisiere ist ja alles schön und gut, aber es ist halt einfach scheiße. Fertig. Jawohl. Musste jetzt gereicht haben. Das mischt ich viel öfter schon mal kriege. Die war abgesperrt, ne? So, aber wo war das jetzt genau? Wo war da nicht? Hier war das, ne? So, hier war ich drin und hier war der. Okay. Immerhin etwas. Sieht man da unten was? Ekelhaft. Traue ich mich jetzt nicht drüber zu springen. Oder sagen wir mal, ich traue mich nicht, das zu versuchen. Ja, jetzt gängst du hin ja eigentlich noch weiter. Ich jetzt mal ganz ehrlich, solange der nicht zu mir kommt, tue ich das jetzt mal so machen, weil da bin ich auf der Nummer sicher. Also auf der sicheren Seite. Aha. So einer ist das. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich letzte auch noch gemacht. Wie viel Munition hat er so am Start? Hält der vielleicht irgendwann nochmal auf? Also Hinrenne war mir jetzt zu gefährlich, bin ich ganz ehrlich. Ach, das war der Anerheld wahrscheinlich, der da auf mich geschossen hat. Warte mal. Kann das Sinn? Hätte ich jetzt aber eigentlich sagen, nee, ich sehe überhaupt gar nicht, wo du überhaupt die Bricks sind sollt. Kollege, was geht denn ab? Hallo? Ach.
Nein. 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 Die Tür ist halt noch abgeschlossen, ne? Hier. Ja. Gut, also auf der Ebene hätten wir jetzt alles. Das ist halt ungünstig, weil man halt... Ach, Kevlar-Kurs, Hansam, ich komme gar nicht auf die andere Seite, oder? Hä? Ich hatte jetzt irgendwie schon die Illusion, dass ich jetzt irgendwie noch weiter hochgehen kann. Da müssen wir doch dort durch, oder wie war das? Aber da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ist halt die Frage, ne? Was ist das andere? Dort links ist ja auch noch einer drin. Ist der Anna quasi Schwertträger oder auch so Pfeilmann? Wenn mich den Boe einfach ein bisschen weiter aufleveln, ne? $1300. Die anderen haben aber nur 1000 gegeben, oder? Okay, du ist erstmal nix. So, wo ist der? Da war da auch noch einer. Ja, ja, das ist Lancelot, ne? Nee, Schwert hat er am Start. Der ist nicht schlecht. Fuck. Wow. Eigentlich war ich doch hinter dem. Da hätte er doch eigentlich keine so ordentlicher Schlag machen. So schön hin ins Kreuz rein. Durch die Arschkäft hochgezogen. Ja. Nee. Springen wir mal weg, da. Dass die grüne Balge wieder hochkommt. Ja. So nicht. Nein. Wow. Aha, ich muss wieder weg, dass die grüne Balge aufgeladen wird. Zwei Schläge kann ich einfach nicht machen, ne? Dann tut er mich mit seinem Schild wegbombe. Und das ist natürlich auch einfach zu wenig schade. 5 oder 54. In die Richtung ist besser gelaufen, ne? Weil er von der anderen Seite mit seinem Schwertchen macht, ne? So, was gibt's jetzt in dem Eck? True? Nee. Okay, das ist dann der Abgang ins andere Zimmer oder was? Da ist nix. Ah, jo. Guck. Gute. Mir all dein Geld geben. Ja. Was können wir dagegen machen? Bis jetzt habe ich noch nicht so viel von dem gemeinsamen Schaffe gemerkt. Och, weißt du, bist so hilfreich wie
Wenn ich auf dem Bürgersteig einen Scheißerin trete, genauso hilfreich bist du. Ich könnte schwöre, ich hab du gerade eben einer mit einer Rüstung Schlappe gehört. Vielleicht habe ich mich auch nur getäuscht. Aber das wäre jetzt natürlich doof, wenn jetzt noch so einer käme. Ah, okay. Das ist jetzt quasi von Owe. Die Treppe, wo man eben nicht drauf kam. Ja. Hä? Ah, ne, du gehst so runter, okay. Ah, jo. So viele Pfeile habe ich jetzt aber an die Mine. Beim letzten Mal habe ich irgendwie 60 Stück gebraucht oder so. Quatsch. Ah, jo. Ah, ja, natürlich. Ach, es ist doch wirklich die Leid verarscht. Ist der aus Stein? Kann ich weggesehen. Hallo. Das kann man hochgehen. Wo kommen wir hin? Och, ey. Ach, das sind ja noch 2 von derer satt. Als die eine nicht reiche. Ja, es wird eng, ne? Das ist halt scheiße, ne? Wenn du hinter ein bisschen, dann gäbe es der einen mit dem Schild. Ach, jetzt hat er mich da ingeklemmt in der Eck. Das kennt man noch E-Level hochpacke. Das Kristallding. Kennt man auch eins hochpacken. Ne? Das ist dann halt bald kaputt und da kann ich es nicht mehr reparieren. Ich weiß hier jetzt nicht. Mit Bild, okay. Pass auf. Einmal Seele. Ja. Dann, hier, Doppelding. Aushöhlung umkehren. Nee, bleib schon hocke. Komm. Entfachen. Also sieht ja schon gleich viel besser aus, ne? So, Waffe verstärken. Und zwar... Was haben wir dann da am Start? So. Blitzspeer. Die kristallhelle Bade. Okay. Ich traue mich halt nicht, weil ich einfach nicht weiß. Ach, da hätte ich auch grauer Brocke gebraucht. Oh, fuck. Ausrüstung reparieren.
Ausrüstung, Rüstung verstärken, aufsteigen. Ach so, hat dir das Ding genommen, ja, ja. Aber das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wie ich die repariert kriege. Das ähnlich wäre vielleicht jetzt noch das Reparaturpulver. Aber das wird wohl eher nichts geholfen, ne? Doch. Okay, Reparaturpulver scheint zu helfen. Weil, so damit sind wir jetzt natürlich nochmal deutlich besser am Start. Mhm. Wow. Brauchen wir halt nur 3 Schläge und nicht 20 oder so, ne? So, wie ging es denn jetzt weiter? Wissen wir es noch? Ich weiß nicht mehr. Hier ging es nicht weiter. Wir sind hier durchs Schlafgemach. Und dann, genau, dann kommt der Kollege. Mhm. Gut. Stark gemacht. So hatte ich ja, glaube ich, schon mal die Gehe, ne? So, jetzt müssen wir hoch aufs Dach. Wieder. So. Dann rennen wir auf denen zu. Ja, es ist halt schon ein bisschen scheiße. Ich bräuchte halt so One-Shot-Ding. Dann sind wir jetzt aber, glaube ich, hier weitergegangen, weil hinten ging es zu dem anderen Kollege. So, und dann. Wie war denn das jetzt? Hier war der Dicke. So, dann komm du mal drauf. Und dann gucken wir mal, ob wir dir auch noch was, die Butter auf dem Brot nehmen können. Warum heißt denn das eigentlich die Butter auf dem Brot nehmen? Wenn ich die Butter auf dem Brot drauf und dann kriege ich die so schnell nicht mehr da runter. Das Wahnsinn, oder? Ja, du Trottel, ey. Bist auf der ganz anderen Seite von der Brüstung. Ne, irgendwo noch ein Schlabbertränkchen nehmen. So. Eine Weile habe ich gedacht, sein Schild ist im Weg, aber hatte ich Glück. Hatte ich Glück. Ich gebe es zu, da hatte ich Glück. So, Kollege. Ja, was ist? Warte auf schöner Wetter oder was? Gut, ist noch dir. Hallo. Kuckuck. Einer ehrlich war der wieder, bis ich meine Schlabbertrank nehmen will. Und sieh nicht das jetzt? Jetzt hat er jo mich getroffen, ne? Und
Mein Schlabbertrank, den ich genommen habe, das hat jetzt quasi, da hat mir zwar eins abgezogen, da hat mir nichts dazugegeben, ne? Hm. Nicht so schön. Renn mal wieder runter, ey. Was war's noch? Treppellarve, das gibt Muskele. Mach mal schnell die Tier auf das bestimmte Abkürzung. Wo ist er denn jetzt? Ach, der hampelt noch da oben rum. Hallo? Na komm schon, visier nah an. So. Gut, jetzt nehmen wir noch hier die 2 Kisten mit. Jetzt haben wir das Silberritter auch komplett. So, und das hier ist 100 Pro Abkürzung. Da war ja vorhin die Tür, die zu war. Genau. Wo war das jetzt nochmal genau? Hier vorne beim Leuchtfeuer, ne? Yes. Warum habe ich denn 2 Menschlichkeit? Ich hatte die doch ausgegeben hier am Lagerfeuer. Amo für die Aushöhlung umzukehren und Amo... Keine Ahnung, wo ich die jetzt her han. Nee, komm, los. Ach so, ich wollte ja auch mal noch aufleveln. Ich wollte ja auch noch aufleveln. Ja, machen wir das gerade, oder? Bevor wir du jetzt irgendwie die 30.000 Dinger du verliere. Und zwar, die ich sagen, machen wir das jetzt geschickt. Einfach so, zack, zack, fertig. Als nächstes machen wir da oben noch Vitalität. Ja, dann machen wir dich halt noch immer. Dass du nicht merkst, dass es keinen Wert hat. Fuck. Nein. Wow. Unschön. Wirklich sehr unschön. Nee, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht mit 6 Flakons oder eigentlich mit 5, wenn ich mich jetzt wirklich heile wollte, dort hochlaufe. Dann, wenn nicht, passen wir auf. Dann habe ich jetzt halt auch wirklich keine Lust mehr. Dann machen wir das jetzt so. Komm du her. Komm du her. Laufst mir nur. Gut. Tschüss. Ach, du war hier auch noch 12 und der satt, ne? Naja, komm, soll sie ohne Kaffeegrenze machen, ich bin gleich weg. So, wahrscheinlich gibst du aber jetzt hier irgendwo so Bossgegner, oder? Sonst kann ich mir fast nicht erklären. Oh, fuck. Och jo, komm, es ist in Ordnung, ey. Jetzt müssen wir jetzt nicht gerade nur Lave bis zum St. Nimmerleinstag. Aha. Wo gingst du theoretisch hin? Aha. Du kannst den Kollege rufen. Ja, fies, ne? Och. Ich kann jetzt halt, aber ich keine Lust, den jetzt nur zu kämpfen. Gut, der auch nicht.
Ja, ich weiß nicht. Sollen wir da jetzt wirklich mal gucken? Aha. Okay. Klappt das? Klappt doch nicht. Im Leben klappt das nicht. Wow, knapp. Drachentöter, Großbogen und Pfeile. Super, jetzt komme ich nämlich zurück. Zack. Kann ja normal jetzt auch nicht so Sinn und Zweck der Geschichte gewesen, oder? Ah, du kennst dich durchpassen, oder? Das du ist ein bisschen Gräser. Hier das, ne? So, das kann ich auch. So, jetzt aber. Jetzt bist du dran, mein Lieber. Komm her. Quatsch. Ajo. Gut, 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 gut. Ah, was ist denn das? Ist das Schmied? Hoffentlich. Weil er da so rumkleppert, sind da auch wieder 3 Stück am Start, ne? Da ist einer. Kommst du hoch? Natürlich nicht. Da ist einer, hä? Ah, ne, guck mal. Ja gut, dann machen wir die altbewährte Taktik. Quatsch. Tschüss. Oh, wow. Das wäre fast in die Buchs gegangen. Warten wir mal, bis er hochkommt, oder? Wird ja schon irgendwann kommen. Ach, weil es ist wieder mit dem Anvisiere. Ajo. Schön, ein Schlag, weg ist er, so muss das sein. Genau so muss das sein. So, und jetzt was geht mit dem anderen ab? Kommst du an oder drauf? Halt noch. Nett. Doch. Aha. Komm lieber Modoruf, weil ich schon da unten jetzt, ne, das ist mir zu riskant. Ich verstehe nicht, in was für eine Richtung der immer sich ausrichtet. Wenn er okay so Typ hat, ne? Gut. So, da unten war noch ein Item, ne? Dann holen wir uns das. Grauer Brocken. Das ist gut. Könnte ich theoretisch auch den anderen Speer noch mal aufleveln. Aber jetzt gehen wir da drin zum Kollege. Der kann bestimmt auch ein paar Pfeile verkaufen. Ich bin ich. Und wer bist du? Sehr gut. So, Gegenstand kaufen. Okay. Die habe ich schon. Ja, nee. Drachentöterpfeil kann ich den. Doch hat er nur einer, ne? Den nehmen wir mal mit. Der können wir bestimmt. Ach, einer hat ich gehabt, so war's. Okay, Standardpfeil. Standardbolzen, schwerer Bolzen, Scharfschützenbolzen, Standardbolzen, Blitzbolzen, Federpfeil. Wenn nicht, holen wir mal Federpfeile. Keine Ahnung, holen wir mal 20. Drachentöterpfeil. Holen wir mal noch 3. Dann holen wir mal. Warte mal. Dann holen wir da auch noch 2, 3, 5. Ich weiß halt nicht, ob man die vielleicht für irgendwelche Gegner unbedingt braucht, ne? Holen wir mal 400 Pfeile. Ja, obwohl, warte mal. Bevor wir jetzt so alles raushaue. Nein. Gucken wir mal, Waffe verstärke. Theoretisch kennt man halt die Speerverstärke. Man kennt aber auch unser Kristallhellebade verstärke.
Ich weiß halt nicht. Ich weiß wirklich nicht, was man da jetzt am geschicktesten macht. Wenn man nur 300 Pfeile oder so. Da hätte man noch irgendwie 1700 Seelen in Reserve. Nicht, dass man die jetzt unbedingt bräuchte. Wenn man jetzt so nichts verstärken wolle. Ich bin halt wirklich hin und her gerissen, ne, weil ich jetzt einfach nicht weiß, was besser ist. Ob man jetzt besser hingeht und sagt, hier pass auf. Wo haben wir es? Mache den Blitzspeer auf Stufe 3. Oder die kristallhelle Bade auf Stufe 2. Ich weiß es halt wirklich nicht. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal, weil ich keine Ahnung, was jetzt am besten und am geschicktesten ist. So kann man jetzt bestimmt auch irgendwie Shortcut freischalten oder nicht? So Tür. Okay. Ah, nee. Scheinbar nicht. War da vorne nicht auch noch irgendwas, wo ich gedacht habe, guck mal. Wie war denn das? Tschüss. Ach, so mich das immer gehe, ey. Ja, ne, eigentlich wäre hier noch der Kollege fällig, ne? Er hat bestimmt auch noch was am Start. Helle Badeleveln, ja. Aber die hat nur 20 Trefferpunkte. Die geht halt so schnell kaputt. Und Hallo Kingdom. So, irgendwie, ich würde den schon noch gern machen, aber... Er ist so groß. Stopp mal. Wenn der so ein bisschen halb an der Tür ist. Das war dumm, ne? Gibt's hier noch irgendwas, ne? Vielleicht da hinten beim Altar. Sag mal, hier kann ich doch auch die Waffe verstärken. Ja, dann leveln wir mal die helle Bade hoch. Was denn jetzt? Ach so, jetzt habe ich schon keine Seele mehr. Ach, jo. Naja, Hauptwaffe habe ich so direkt noch nicht. Weil ich mir noch unschlüssig bin. Also, der Blitzspeer, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Problem am Blitzspeer ist so ein bisschen, erstens mal macht er gegen die Gegner hier wenig Schade. Und zweitens hat er keine Skalierung auf Stärke oder Geschicklichkeit oder sowas. Deswegen habe ich jetzt aktuell relativ viel mit der Hellebarde hier gespielt. Weil die halt mehr Schaden macht. Aber was du jetzt hier quasi fürs spätere Spiel sinnvoller ist, da bin ich halt komplett überfragt. Ah, die macht halt schon mehr Schade, ne? Auf der anderen Seite, der Blitzspeer ist halt schon, ach, finde ich geil. Aber vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass diese komische Ritter jetzt gegen Blitze nicht so anfällig sind. Bei der Hellebarde hier ist halt das Problem, dass sie nur 20 Robustheit hat. Und ich kann die irgendwie auch nicht am Leuchtfeuer
repariere, sondern du brauchst dann dieses Reparaturpulver. Mit dem scheint das zu gehen. Schwierig. Ach so, die sind mir jetzt auch die ganze Zeit nur geschlappt, ne? Na, die ist auch nervig. Das wäre auch unser 3 Seele. Ach, der ist mir jetzt halt auch ein bisschen zu schwer, dieser Stäbbrocke. Wir gehen, sag mal, kann man auf der Seite auch den Typ beschwören? Nee, ne? Dann gehen wir eben ums Karree, geh auf der anderen Seite runter, weil dann kennen wir den eine Typ. Claymore. Ja, natürlich kommt einmal Nogeloff. Dann gucke ich mal, ob ich die überhaupt schon habe. Doppeltreffer. Nee. Gut, der wäre schon mal weg. Jetzt weiß ich nicht, ne, dass du ohne, das könnte jetzt quasi so Bosskampf-Area sind. Aber da musste ich gar nicht durch die Nebelwand gehen. Ah jo. So, jetzt. Gut, 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 gut. Sehr gut. So. Also die helle Bade hier, die skaliert auf beides, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne, D und C, das ist halt jetzt aber nicht so gut. Claymore. Kurzschwert, Langschwert. Wenn das Langschwert habe ich. Nee, das skaliert halt C auf beides. Wie sieht's hier aus? Das ist ein Kettebrecher D und C. Panzerbrecher D und C. Ricards Degen wäre vielleicht, der wird zumindest auf Geschicklichkeit gut skaliere. Der Blitzspeer, der skaliert halt auf gar nichts. Das ist halt ein bisschen schade, ne? Ich hatte aber doch auch noch hier dieses Bastardschwert. Wie ist das? Das Bastardschwert ist halt auch nicht schlecht, ne? Das hat C und C. Samo, war doch nicht so ein Rufzeichen, was ich irgendwie beschwören konnte. Dass da jetzt auch wieder 2 von derer satt sind. Die du jetzt am Anfang nicht nur einen erreiche. Ach, ich wollte eigentlich springen. Wie weit würden der mir... Wie weit folgt denn der mir? Folgt der mir bis ganz hoch, wo ich ein bisschen mehr Raum habe, um mich zu bewegen? Natürlich nicht, falle runter und stirb. Hat der was abgezogen kriegt? Ach, jetzt sind sie schon beide direkt am Start. Fuck. Nein, einer hätte doch jetzt mal gereicht für den Anfang. Ach, lassen mich doch mal meine Shit trinken. Was gibt's da hin? Ach, guck mal, da kann ich was wahrscheinlich für irgendwie so ein Tor oder sowas aufzumachen. Ich bin doch gesprungen, Herrgott, du Wetter noch Mo. Wo ist denn eigentlich jetzt die Treppe? Ich wollte jetzt nochmal die Treppe ruf. So. So, wie macht man das jetzt? Ach, das ist einfach scheiße, wenn sie zu zweit sind. Ne? Seht ihr jetzt auch einer Reiche.
Ach, wahrscheinlich für die Tür aufzumachen, ne? Und wenn die Tür auf ist, dann kann es sogar Sinn, dass wir dann irgendwie Abkürzung haben. Wir machen sie mal auf. Und dann rennen wir mal raus. Da rennen wir wieder rein. Ach nee. Ich hatte jetzt irgendwie die Hoffnung, ja, ich schlafe jetzt raus, dann ist das irgendwie direkt Bonfire. Hive-Deckel. Jawohl, wie viel gibt denn der? 3000, naja. Ist ja auch. Mann! Lass mich doch mal in Ruhe springen. Jetzt gehen wir da hoch. Dass wir da mal Schlabberdränkchen trinken können. Dem haben wir, glaube ich, noch überhaupt nichts abgezogen, ne? Oh. Macht doch jetzt die ganze Innenrichtung kaputt, Kerl. Spring weg, spring weg, spring weg, spring da weg. Keine Ahnung, was es war, aber es hat sich nicht... wahrscheinlich hat er sich geheilt, ne? Jawohl, jetzt haben wir eine. Stark. So. Es ist jetzt halt ein bisschen witzlos, da oben durch die Levelwand zu gehen. Wir gucken hier mal in beide Ecke. Aber hundertprozentig war das so eine Art Shortcut und da unten ist irgendwo das Leuchtfeuer. Ich kann mich nämlich noch dran entsinnen. Ach genau, ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin an den dran. Ach, ich weiß nicht, dass wenn der muss schlagen, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Eigentlich ist es ja Schwachsinn, dass wir die jetzt machen. Nur, dass wir uns nur ans Leuchtfeuer hocken. Der andere Seite, ich weiß nicht so genau, wie viel Seele ich aktuell brauche für ein Level. Dann wäre das natürlich auch gar nicht so verkehrt, wenn man noch die paar Dinger hätte. Um das eine Level machen zu können. So. Das müsste dann reichen. Dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Du uns nochmal Flakons besäue. Und dann müsste man den Bossgegner machen. Na, wo ist denn jetzt der Ton, Anne? Also Schlagsound habe ich noch. Ja, jetzt geht's wieder. Kann auch Sinn, dass das jetzt nur komisch war, weil auf einmal die Hintergrundgeräusche weg waren. Renn, 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 renn. Ach, gerade so gepackt. Aber das ist auch schon ein langer Weg, oder? Das ist schon auch ein langer Weg, finde ich. So lobe ich mir halt Elden Ring, ne? Gestoppt und direkt wieder beim Boss weitermache. So, man kennt die jetzt mal gucken. Ich glaube, das war eben das Bastardschwert, das CC gehabt hat. Ja. Wir steigen sie erst mal auf. So. Und dann gucken wir mal, was wir überhaupt brauchen für das Bastardschwert aufzuleveln. Kleine Titanscherbe.
Gut. Dann tun wir das Bastardschwert in der nächsten Zeit mal ein bisschen aufleveln. Das ist so CC-Skalierung. Wenn wir das mit Scheibe aufleveln, vielleicht kommen wir dann irgendwann noch auf B-Skalierung. Dann wäre das doch schon mal gar nicht so verkehrt. Der Aufzug, der ist auch nervig. Warum können du jetzt nicht auch einfach so Hebel anmachen, damit man dort hoch und runter fahren kann? Also dann kann ich jetzt einmal drauf drehen, dass wieder auf ist, dass wenn ich gleich abnibbele bei dem Boss, dass ich direkt wieder am Start bin. Sind jetzt die zwei dicke Brocken auch wieder da, ne? Die sind ja nicht so agil, da kann man natürlich auch dran vorbeiflitzen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist es ja auch so, dass wenn wir hier durch sind, dann irgendwann auch teleportieren können. Also zwischen den Leuchtfeuer. Das wäre natürlich mal mega schön. Ach ja, bis der die Treppe oben hat, da sind die Oberschenkel sind durch, ne? Da braucht ihr den Bossgegner gar nicht mehr zu machen. Zack. Ja, einer ist noch. Ach, beides noch da. Schade. Naja, gut. So flitzen wir einfach mal an denen vorbei. Und dann gehen wir da oben rein. Zack. Aha. Mit dem Riesenhammer. Was ist denn das? Steht du jetzt einer nicht erreichen? Ach, visier nicht doch an jetzt, bitte. Alter, wo kommst du dann her? Direkt noch einer hinterher, komm. Alter, du bist aber auch schon flott unterwegs, oder? Kann das Sinn? Fuck. Ah, die Hälfte haben wir schon fast, oder? Nein! Stoppen wir jetzt. Da ich doch mal noch einen Überblick kriege. Tut er sich jetzt wieder Däsche? Nee. Alter! Jetzt mal halblang da. Trefft er mich? Ah, ich ja Klick gehabt. Bräuchte nur ein bisschen Abstand. So. Da kriegt der Hals gar nicht mehr voll genug, ne? Zack. Wenn wir uns so hinter das Säule verstecken, dann darf mich die Blitze hier zumindest schon mal nicht treffen, ne? So, eigentlich hätte ich den kleinen Flitzer da gern als erstes weg. Weil der geht mir am meisten auf den Sack. Bei dem Große, da bilde ich mir jetzt einfach mal in, dass das irgendwie machbar ist. Shit. Okay. So, der Kleine, der mischt jetzt mal kommen. Ach, ich bin doch gesprungen. Nein. Ach, fuck. Das soll ich nicht kommen, die allebei. Nein. Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Energie und Flakons, ne? Nein, ach shit, falsche Knöpfchen gedrückt. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Ich hätte die gern so ein bisschen separiert, muss ich sagen. Dass ich den kleine mache kennt und nicht den große. Also den ein bisschen auf Distanz von. Ja, aber da ist mir der große jetzt zu nah dafür. Wow. Genau, so. Nein. Ich stehe nix.
Nein, stopp, nein. Wo komme dann eigentlich mein, fuck. Ach, wie hast du dich dann daher gebeamt? Ich verstehe gar nicht, wo ich wieder die zwei... Los mir doch jetzt Mumairu. Ich verstehe gar nicht, wo ich die zwei Menschlichkeit her habe. Alter, der beamt sich von rechts hin auf links vorne, ey. Ach, Schisto. Ach so. Jetzt weiß ich wieder, was war. Ich weiß nicht, sollen wir den Trottel da holen, für uns zu helfen? Oder versuchen wir es allein? Fährt der vor der Nase weg. Ins hockst du wieder da. Muss ich wieder eine Minute warten. Dann kennt man Menschlichkeit nehmen und dann kennt man den einen holen, für uns zu helfen. Ich weiß nicht. Das hat immer so, das fühlt sich immer so ein bisschen wie Cheater an, wenn man das macht, ne? Aber eigentlich spricht dir nichts dagegen. Wer weiß, ob der überhaupt hilfreich ist. Dieses Rufsymbol, das war, glaube ich, irgendwie oben auf so einer, wenn man die Treppe runtergeht, ne? Ich hätte schon irgendwie Lust, die alle zu packen. Aber ich habe natürlich auch keine Lust, in den Weg 20 Mal zu laufen. Ist halt wirklich die Frage, ob es vielleicht der andere Weg nicht sogar doch noch ein bisschen kürzer ist. Aber dann muss ich unten anfangen, dann muss ich das Dach hoch, dann muss ich da runter, dann sind da der Haufen Ritter unterwegs. Das ist halt auch alles scheiße. Muss man natürlich auch sagen. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt noch Amo ohne Hilfe und dann gucken wir mal, ob wir dann Amo mitmachen. Aber wo die zwei Menschlichkeiten oben herkamen, weiß ich trotzdem nicht. Alter, ich bin noch schon gerade auf Springe gedrückt, ey. Gerade han ich auf Springe gedrückt. Lach nicht so dreckig. Spring doch, spring doch. Schon auf Springe gedrückt. Herrgott, du ne wieder noch immer. Wow. Kenne ihr mich bitte einfach mal ganz kurz so... Spring weg, spring weg. Den kleinen Flitzer, den müssen wir wegkriegen. Den großen traue ich mir da mehr zu. Weil der ist nicht so agil, ne? Du kannst... Er hat aber auch eine sehr merkwürdige Reichweite. Also ich finde die schwer vorherzusagen. Wo ist der Anne? Spring weg. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den anderen nochmal an den Start? Ja, in der Richtung bin ich natürlich nicht.
Jawohl. Ach komm. Ah! Das ist mir jetzt zu eng, du Hinne. Shit, Kevlar Kurs mehr. So, jetzt kommen noch 2 Schläge. Spring weg. Spring weg. Du musst mehr wegspringen, Kerl. Ich sehe nichts. Nein. Wow. Fuck, ey, was mache ich denn jetzt? Spring. Ach. Ja, so, jetzt kommt noch. Ey, Schlag. Jawohl. Nein! Was denn jetzt? Stark. Die ist so Mick kaputt geschlagen, ne? Und jetzt hat er den Blitzhammer oder was? Ist jetzt Tor. Ja, ja, ja. So nicht, mein Lieber. Bleibt nur ein bisschen weg, dass ich muss sehen, was auf mich zukommt. Ich mischt hinter denen komme. Spring weg. Ja, naja. Ich muss doch echt gucken, dass ich so das richtige Timing... Ach, visier nicht doch bitte einfach an, ey. Nein, ey, Sprung nur. Shit. So. Komm du her. Ach, das ist, weil er nicht anvisiert. Ich verstehe das nicht. Visier den doch einfach mal an, ey. Du wirst den doch immer auf 20 Meter anvisieren können. Ist nicht... Warte mal. Wie ist denn das eigentlich? Nee, komm, geht du an. 10. Das ist natürlich jetzt auch wieder wenig, ne? Das verstehe ich halt nicht. Warum er den jetzt nicht einfach anvisiert. Die anderen, die schießen mit ihren Pfeile Kilometer weit. Und du bist nicht in der Lage, mal quer durch den Raum und Gegner anzuvisieren. Dann hast du ihn anvisiert, ne? Und dann siehst du nicht, wohin er dir die Wand ist. Dann bleibst du an jeder Dreckswand hängen. Halt auch scheiße. Aber jetzt gerade bei dem, wo es dann aufs Timing drauf ankommt zum Ausweichen, da ist es dann halt schon gut, wenn du anvisieren kannst. Nee, leider nicht. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber das geht leider nicht. Womit es aber geht, ist Reparaturpulver, da habe ich aber keins mehr. Also zumindest konnte ich sofort nicht am Leuchtfeuer reparieren. Wenn ich gleich nochmal sterbe, kann ich es nochmal ausprobieren. Aber genau das ist quasi jetzt die Taktik. Wir müssen den kleinen Spritzer, den müssen wir wegmachen. Und dort no kommt das Tor. Schwer genug. Schwer genug. Eigentlich war ich eben sehr... Ja, Iona, ehrlich.
Alter. Ach, weil ich den Anna anvisiert hat. Und der sich wieder nicht so günstig bewegt. So, den haben wir schon fast halb kaputt, den eine. Jetzt müssen die mir wieder alle Granola haben. Das weiß ich, dass ich das Seelen brauche. Aber normalerweise zeigt der mir dann ja, fuck. Normalerweise zeigt der mir ja trotzdem an, wenn ich was reparieren kann. Fuck. Warum ist ein Ewi jetzt wieder nicht gesprungen? Ich verstehe, dass der manchmal nicht springt. So. Ah jo, der Kollege kommt wieder angespritzt. Jetzt hätte ich gerne ein kleines bisschen Zeit. So, und nochmal. So. Ach, visiere doch bitte einfach an, ey. So, danke. Fuck. Ich hab gedacht, ich könnte mich nur hinter der Säule verstecken. Nein, spring weg. Spring doch weg, Kollege. Spring bitte doch einfach mal weg, ey. Wow. So habe ich alleweil schon die Sternchen zähle sie. Nein, jetzt bin ich in der Sackgasse. So. Ich bin doch gesprungen, Mann. Warum reagiert ihr dann beim Springen immer nicht? Du bleibst mir aber an jedem Eckelchen hängen. So, Rüstung, nee, nicht Rüstung, Waffe reparieren. Gibt's jetzt hier überhaupt nicht, oder was? Okay. Acht. Jetzt haben wir halt quasi noch 2 Versuche. Wo kriege ich ein Reparaturpulver her? Höchstens da ist vielleicht der Schmied drüber verkauft. Ich weiß nicht, bin ich nicht so davon überzeugt. Na, also normalerweise ist es eigentlich doch normal so, dass ich dann auf Waffe reparieren drücken kann und dann wird halt einfach nichts angezeigt oder es ist halt ausgegraut, wenn ich mir es jetzt nicht leisten kann. Und hier wahrscheinlich ist es dann so, wenn er nichts zum Reparieren hat, dass er dann quasi da diesen Menüeintrag erst gar nicht anzeigt. So irgendwie. Reime ich mir das jetzt einfach mal zusammen. Ich stehe den jetzt schon gern halt noch irgendwie packe, ne? So drauf warte ich auch noch, ne? 20 Mal laufst du durch, ohne dass da was passiert und irgendwann denke so, ne, jetzt schlage ich mal richtig zu und dann treffen sie dich. So. Auf ein neues.
Fuck. Alter, lass mir doch nur... Ach, war's das schon? Oder er den jetzt selber mit dem Hammer kaputt geschlagen, oder was? Ach, jetzt fängt er dahinter an. Der war ewig hinter mir. Das ist hier wieder Weltbest. Ah, das Timing hat nicht gepasst, allebei. Dass er danach immer so zeitverzögert springen tut, ne? Wenn es doch nicht geklappt hat, dann lass es doch bitte einfach. Gut. Jetzt bin ich noch sehr zufrieden. Ich weiß auch nicht, wann ich durchspringen muss, ey. Ohne Scheiß. Es ist entweder einfach zu spät oder zu früh. Naja, komm, geh lieber nochmal zurück. Fuck. Wow, das war knapp. Da hätte ich fast das Zeitliche gesegnet, ne? Ach, jetzt bin ich schon wieder in der Ecke. So will ich nicht an. Nein! Gib mir doch mal ein bisschen Manövrierspielraum. So. Anvisiere. Jawohl. Tschüss. Alter, was pumpt mein Herz. So, und die Dabi-Schwab ist jetzt natürlich in Gefahr. Was hat sie? 6? Naja, gut. Wäre noch ein bisschen was gegangen. Jetzt ist die Frage, tun wir die jetzt sicherheitshalber wechseln oder lassen wir es mal? Komm, wir lassen es mal. Vielen lieben Dank. Irgendwas macht doch du jetzt Lärm. Ach, guck mal, hier ist ein Aufzug. Das ist schon mal gut. Ich nehme noch ein Schlabberdränkchen. So. Was gibt's jetzt hier oben noch? Ein Leuchtfeuer. Das ist schon mal Weltbest. Dann pflanzen wir es mal hin. Ich kann Ausrüstung reparieren. Das sagt er, nö, gibt's nicht, ne? Das ist echt bitter jetzt. Mal gut, Waff. Mal gucken, ob es so noch irgendwas gibt. Steg. Und da unten war jetzt auch quasi... Nö. Da unten war jetzt quasi auch dieser Durchgang-Aufgang der eine. Kennt man aber noch gucken, was dort noch so abgeht, oder? Ist das wenigstens zeitversetzt? Und nur dem Motto, wenn das runtergeht, geht das andere hoch? Das wäre dann wenigstens Abyss. Sieht jetzt nicht unbedingt so aus, ne? Oder, ne, da sind wir rinkommen, ne? Ja, da sind wir rinkommen. Gut, dann geht's da hinten weiter. Gut, alles klar. Alles klar. Jetzt wäre aber echt die Frage. Ich will jetzt einfach rausfinden, oder das, was ich brauche, um mich zwischen Leuchtfeuer hin und her beamen zu können. Man kennt ja mal gucken, ob der Schmied die Waffe vielleicht reparieren kann, ne? Naja, wir hauen jetzt zuerst mal unsere Seele auf den Kopf. So. Dann machen wir die Dirme auf und gucken, was dort noch abgeht. Aha.
Nackt die Frau, oder was? Gute. Ja. Ich bin doch da. Soll ich noch näher kommen? Wie geht denn das? Niederking, genau. Gute Tag. Mhm. Ich euch erwartet. Oh, muss da lang warten, hä? Mhm. Kannst dich... Sehr schön. Endlich. Okay. Dämmerung zu beenden und weitere Unterläufe zu verhindern. Aha. So, wahrscheinlich... Was kann ich du für Eid leisten? Ja, bei mir. Was gibt das, wenn es fertig ist? Ring der Sonnenprinzessin. Vielleicht kann ich danach die komische Tür aufmachen. Stark. Schutz widmen. Ewigkeit eins mit dem Sonnenlicht sein. Gut, hast du sonst noch was zu erzählen? Ja, das ist jetzt aber auch schon sehr repetitiv. Oder? Dämmerung, Wahl und Opfer zu verhindern. Mhm. Gut, das scheint jetzt aus, also... Ja gut, das Herrschergefäß habe ich ja jetzt. Sonst gibt es hier jetzt nichts, oder wie ist das? Lob mal dumm drauf. Nee. Niederknien, das haben wir eben schon gemacht. Mir tut die Knie schon ganz weh. Gut, also. So ist jetzt erstmal nichts mehr zu holen. Ich meine, reicht ja auch für den Anfang. Teleportieren. Anor Londo. Feuerbandschrein, die tiefen Gemeinde der Untoten. Die Hälfte von weiß ich sowieso schon nicht mehr, wo es war. Das ist dann aber immer das Leuchtfeuer, das am Anfang von dem Gebiet ist, oder wie ist das? Also ich kann jetzt nicht jedes x-beliebige. Das ist wieder unschön. Hast du noch was zu erzählen? Ja. 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 So ist noch nichts, ne? Nee. Gut, dann teleportieren wir uns mal... Ah, oh. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt bei dem einen Leuchtfeuer bin, dann kann ich mich wieder zu dem anderen teleportieren. Aber zu dem, was du dazwischen war, nicht. Oder? Wo komme ich dann raus? Ist das der Ovedi oder ist das ohne die? Weil ohne hat ja auch so aussieht, als wäre du mal Prinzessin gewesen. Nee, das ist wieder Ego Legion hier. Okay. Dann beamen wir uns mal nur zum Feuerband schreien. So, und dann habe ich jetzt hier so ein bisschen Gedöns hier am Start. Das heißt, ich kann jetzt einmal die Aushöhlung dingense. Kann ich dann hier auch Normo entfahren? Nein. Nein. So, dann war hier noch so ein paar... Mit denen kann ich dir vielleicht noch ein bisschen erzählen. Also, was sollst du jetzt zu erzählen? Genau. So sieht's aus. Genau. Jawohl. Du wiederholst dich. Hast du jetzt die Sprachverschlag? Ah, ja. Gefäß nun auf eine Reise schicken. Ja. War das jetzt eine gute Idee?
Ah. Jetzt kotzt der mich doch aus, ey. Bin ich jetzt? Jetzt sieht er gar nicht mehr so lieb aus. Okay. Machen wir es halt. Keine Ahnung. Alter, und er das die ganze Zeit in seinem schmalen String drin hatte, das Gefäß, du. Ja, ist ein bisschen groß wäre mitzutragen, ne? Wollte man eben gar nicht sehen, dass er so dick aufgetraut hat. Aha. Oh. Ist ja fast wie bei Stargate. Oder, zack. Stargate kommt schon hin. Aha. Aha, genau. Jetzt geht die Tore hier auf. Gut. So war ich eben vor einem, wo ich nicht genau gewusst habe, wie es aufgeht. Jetzt. Ah, du kannst auch Raste. Herrschergefäß Seelen darbieten. Ja, das probieren wir gleich mal aus. Oh, schade. Dann halt nicht, ne? Ja, aber das mit dem Reparieren ist noch immer Essig. Die Tür hier ist erstmal zu, denke ich. Ja, natürlich. Wahrscheinlich muss ich da nachher zum Endboss-Gegner oder so. Euch, Fürst Naffa, nunmehr eure nächste Aufgabe. Warum duschen du mir die nächste Aufgabe, wenn ich Fürst bin? Mit den mächtigen Seelen füllen. Das Gewinnen. Okay. Die Hexe Izalit. Neu-Londo. Alter, wer soll sich das alles behalten? Seers der Schuppenlose. Das sieht nur dir aus. Okay. Und dann geht die dir auf. Ah ja, natürlich. Ich bin bereit geboren war. Tut er mich jetzt wieder fresse, hä? Dann tut er mich oben wieder auskotzen. Dass er durch Energie abgezogen wird, ne? Normal an jedem Eckelchen, wo er hängen bleibt. Gut. So, jetzt gehen wir da noch einmal um die Ecke. Da war ja auch noch so Dame. Eine Holde Maid am Start. Wo waren das? Hier, ne? Hier war noch eine Holde Maid am Start. Guten Tag. Ja. Oh, wie goldig. Leider wenig hilfreich. Jupp. Warum nicht? Schön. Ja. Okay. Ja, das ist alles nix. Ja. Erzähl nicht so viel. Nicht, dass du trockene Kehl kriegst. My guests have finally. I will be departing with them shortly. So it was a pleasure. Ja, jetzt haust du ab, oder was? Oh, miracles, I presume. Draht suchen. Ja, Schwester Talisman. Lacht mich jetzt irgendwie alles nicht so an. Gut, ich gehe jetzt irgendwo noch hier bei die andere Kollege. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Ach so, genau, das war der Pyromantie-Kollege. Jo, welche? Hast du dich entschieden, ja oder nein? Du weißt überhaupt nicht, zu was du jetzt da ja oder dein Nein gibst. War hier nicht auch irgendwie ein?
Ah, das geht ja nicht. Jo, Spätze. So. Ja, jo. Danke fürs Gespräch. Ich meine, da unten war auch noch irgendjemand. Ah, da musste man irgendwie aufpassen, dass man nicht in den Abgrund fällt oder so ähnlich. So, und dann gehen wir mal oben zu dem Schmied, ob der mal gut helle Bade hier reparieren kann. Zack. Hier ging es hier hoch zu dem eine komische Gebiet, das ich nicht leiden kann. So genau, hier war das. Und da muss man jetzt fucking aufpassen. So, hier. So. Hallo. Ich bin hier. Hab ich die? Er ist einfach hartnäckig. Er ist einfach hartnäckig. Ja, ne, das will ich aber halt eigentlich gar nicht. Zum Waffenverstärker haben wir auch nichts am Start. Ja, Blitzspeer kennt man natürlich, ne? Und was? Na, was brauchen wir für die graue Brocke? Wie ist denn das, King? Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bastardschwert auflevele, braucht es dann auch irgendwann diese komische graue Brocke oder hat das irgendwas anderes? Dann irgendwie große Scherbe oder sowas? Schwerer Seelenpfeil. Beschleuniger des Zauberers. Aha. Hab ich das nicht schon? Gut, dann gehen wir jetzt halt zum Schmied. In der Hoffnung, dass der meine helle Bade reparieren kann. Und mal ganz ehrlich, was für ein Schmied wäre das, wenn er das nicht könnt? Aber wir werden sie. Ah, okay. Also das heißt, diese grauen Brocken kann ich dann quasi mehr oder weniger gefahrlos ausgeben, ohne mir irgendwie für meine andere Waffe was zu verbauen. Ja, genau, okay. Gut. Dann Schmied. Ich komme. Hier rauf. Genau. Rechte Tür ist es. Sieht man eigentlich, das gucken wir gleich mal, wenn man sich an so Leuchtfeuer setzt, tut, ob man irgendwie sieht, wie das heißt. Für das Teleportieren nachher. Wo habe ich denn die Energie hier verloren? Eine Zentimeter. So, dann flitzen wir hier durch. Ach, wir sind doch eigentlich schon relativ weit. Wir können uns teleportieren. Du, die Sens-Festung haben wir gemacht. Anor Londo sind wir an für sich durch. Und da war da noch was aufgeklippt. In die A kann man mit dem komischen State-Ding, kennt man noch gehen, ne? Aber, boah. Weiß ich nicht. Quatsch. Quatsch. So, ich hätte gern, dass du... Nein, falsch gedrückt. Dass du meine Ausrüstung reparierst. Warum geht das dann nicht? Hast du Reparaturpulver im Angebot? Natürlich auch nicht. $800 kostet die. Wo ist denn mein Bastardschwert? Hier. 2 Stück brauche ich da. Und dann fürs nächste wahrscheinlich irgendwie 3 oder so, ne?
So, was braucht das Ding da? Funkeltitanit. Wäre nämlich die Geschichte, ob man das nachher auch mal, also beim nächsten Mal auch noch mal, wieder 2. Das macht es doch gut. Und jetzt brauchen wir 3. Wäre 1600, das müsste aber ja eigentlich gehen. Und dann wäre man nämlich bei der Geschichte durch. Reicht das noch? Und bei dem müssen wir durch 400 Öckebleche am Leuchtfeuer geht das für oder? Ne, wahrscheinlich müssen wir durch 8 bezahlen. So, und jetzt bräuchten wir als nächstes... Wo ist es dann? Unser Bastardschwert ist doch gar nicht mit drin. Kann der nur bis +5 machen oder was? Und für alles andere muss ich bei jemand anderes gehen oder wie ist das? Ist doch auch sehr, wie soll ich denn sagen? Jetzt halt die Sache, ne? Wenn ich das so jetzt... Machen wir mal auf +2. Und dann hat er es jetzt auch wieder 2020. Das ist aber natürlich äußerst unschön. Ausrüstung umwandeln. Okay. Und da brauche ich jetzt große Scherben. Okay. Und dann habe ich ein Götterbastardschwert. Oh, dann geht die Post ab. Obwohl, ne, warte mal. Hier ist Bastardschwert +6. Gutes Bastardschwert. Und Götterbastardschwert. Und kann ich dann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, krudes Bastardschwert, kann ich das dann trotzdem noch mal aufleveln? Oder ist es dann quasi Ende im Gelände? Sollen wir das mal ausrüsten, das Bastardschwert? So gucke ich mir jetzt nochmal so die Stats an. CC 157 plus 90. Okay. Okay, aber... Ja gut, müssen wir halt mal gucken, wie das bei der Skalierung hier an der Stelle ist. Ob das sich irgendwie lohnt oder nicht. Ja, ich glaube, da gucke ich dann irgendwie vielleicht mal im Internet. Da gibt es ja diese Tabelle, wo man nur gucken kann. Weil das wird mich dann interessieren, was quasi die... das ist, wenn man überheblich wird, ne? Weil man denkt, die mache ich jetzt locker. Komm, du kriegst auch noch einen Schlag. Zack. Ich glaube, da gucke ich besser mal zuerst in so einer Tabelle noch, was quasi mehr Schaden macht am Ende des Tages. Ob ich da so ein krudes Ding draus mache oder ob ich das irgendwie auf +10 oder sowas packe. Ja, das gucke ich mir dumm an. So, jetzt für den Moment ist aber klar, ich meine helle Bade noch ein bisschen besser, weil die ein bisschen mehr Schaden macht. Das ist 20 Robustheit, das ist ja schon ein Witz eigentlich, ne? Ist hier nix. Naja. Gut, ihr Leid. Ich würde sagen, dass wir es für heute nochmal gut sind lassen. So, das war's für heute nochmal. Anor Londa würde ich sagen, können wir Hoge dran machen. Den eine Steintrottel da, den kennt man vielleicht noch machen, aber der ist mir, glaube ich, jetzt aktuell ein bisschen zu schwer. Auf jeden Fall können wir uns jetzt endlich zwischen den dummen Leuchtfeuer hin und her teleportieren. Die Auswahl mit dem Teleportieren ist zwar sehr überschaubar, aber immerhin geht's. Das ist schon mal das Wichtigste. Und von daher hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bitte gebt mir ein Like aufs Video, bitte abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.